Bläh. Bonjour, meine Damen und Herren. Zum schlechtesten Bläh, den ich je und gehört alles habe. zwischen und außerhalb. Yes, alles zwischen, außerhalb, innerhalb. Wir sind da, Open Granichen, 2026, Tag 1. Also nicht der Donnerstag, der Freitag. Und ja, willkommen. Wir haben da das gesamte Metal Server Team für das Open Granichen dieses Jahr dabei. Ja, der Nico hat ein gutes Meme geschickt gestern von Metal Servala letztes Jahr, so der Sad Doge. Ich tue es nachher. Metal Servala dieses Jahr. Buff Doge. Ready as fuck. Ja. Wir haben im Vergleich zu letztes Jahr haben wir das Studio gestern Abend schon eingerichtet. Mhm. Das Studio hat eine Glitzerwand, die man jetzt nicht sieht, weil wir uns entschieden haben, die Kamera da anzutun. Aber Ja. keine Angst, Shanti, wir schaffen es schon noch, dass man die Glitzerwand sieht, weil sie ist mega schön. Da haben wir euch Mühe gegeben. Das ist wirklich top. Es ist hure cute da rein. Dort oben hat es eine Duff-Bierflasche. Ich weiss nicht, ob die immer dort steht. Ja. Und ja, wir hocken jetzt 6 da. Wenn wir alle da sind und denken, das Intro können wir alle schnurren. Absolut. Darum, ich freue mich riesig, sind wir da und haben wir uns im Vergleich zu letztes Jahr einfach mal verdoppelt. Ja. Und darum würde ich jetzt geschwind Haben wir gut hören, kopuliert. wer ist sonst noch da, außer die 3 Würste, die man kennt. Fangen wir an mit dir. Was bist du für eine Wurst? Ich bin, glaube Mutter 2 hat es geheißen. So gut. Nein, ich mache halt so. Aber wer bist du? Wer bin Ganz von Anfang an. Name? Hallo, ich bin die Lexi. Hoi Lexi! Hoi, Lexi. Hallo. Würst und Zubehör. Lexi! Du hast ein paar richtig scharfe Sachen mitgebracht. Yeah. Die sind von wo? Hey, aus meinem Garten und mein Mitbewohner hat sie geschnitten und seine Hände haben nachher noch gebrannt und ich habe sonst keine Verwendung dafür. Mal schauen, ob ihr eine findet. Richtig nice. Was machst du sonst noch außer scharfe Sachen mitbringen? Für alle, die sich fragen, es sind Chilis, nicht irgendwelche komischen Sachen. Ich fotografiere, ich bin eine Ideenmaschine, ich schnurre Scheiße und bin auch dabei am Mixen. So. Ja, sie ist die einzige Person, die noch dümmere Ideen hat wie ich. Ja, Das und will etwas heissen. Cool bist du da, Lexi. Lieber Nico, weißt du Lieber noch, Brian. was das Format gegeben hat von der Wurststunde? Das weiss ich noch. Wie lange ist das her? 2 Jahre. Weil es hat nie Teil 2 gegeben. Wir brauchen wieder mal eine Wurststunde. Absolut. Der Ricky die ganze Zeit, das ist etwas, das machen wir jetzt öfters. Das sollte Wundi heißen übrigens, weil Wurstrund. Naja, auf jeden Fall, dort bist du dabei gewesen. Jetzt, Yes. Nico, wieso bist du wieder bei uns dabei? Das frage ich mich auch. Der Ricky hat das gestern gut gesagt, aber erklär du zuerst mal. Was hat der Ricky gestern gesagt? Aber ja, nein, ich bin da für Videos. Vloggen, wie der Ricky würde sagen. Also, wenn ich euch auf dem Gelände mit der Kamera stresse, nehmen wir das nicht persönlich. Nicht Vlogging. Vlogging. 2 für 1. Genau, ich bin da im Auftrag, zum Videos machen. Es wird noch zusammengeschnitten und es gibt dann hoffentlich einen coolen Recap oder coole Videos, wie viel man da schon verraten darf. Du Ich werde es sehen. kannst es nachher in dein CV schreiben. Gerade so. Ricky, weißt du noch, was du gestern gesagt hast zum Nico? Zum Thema Nico? Eben das erste Mal, als ich den Nico in mein Handy gespeichert habe, ist, als wir Sonar Stimmt. Probe Room Invaders gemacht haben. Und dann habe ich den Nico gespeichert als Nico der Cameraman. Das ist einfach seitdem so geblieben, seit 3 Jahren. Und heute ist er wieder Nico der Cameraman. 3 Jahre so geblieben und zum zweiten Mal die Kamera in den Finger. Ich wollte sagen, nach 3 Jahren darfst du wieder mal filmen. Ja, Mann. Super Sache bist du dabei, Nico. Und jetzt zu jemandem, der in letzter Zeit immer mehr auch vor der Kamera darf sein bei uns. Es handelt sich um niemand anderes als unsere Mama. Es ist die Lea. Willkommen. Mama! Sie hat uns alle eigenhändig zwischen ihren Hüften rausgepresst. Absolut. Zu einem Zeitpunkt, wo sie selber gar noch nicht geboren ist, weil sie 2 Jahre jünger ist wie mir. Los, ein bisschen mehr. 3 Jahre. Stimmt, du bist ja noch jung. Fötus. Junges Küken. Bei dir ist speziell, du bist gerade in Doppelfunktion da, Genau. oder? Yes. Erzähl mal. Eben, ich bin auch wieder für das Grenich eigentlich aktiv da. Da ich aber jetzt ja auch bei euch unterstütze im Social Media und sonstige weitere Sachen, helfe ich euch jetzt eigentlich auch ein bisschen da. Genau. Und schaue, dass ihr alles läuft nach Plan, wie es sollte laufen bei euch. Du machst super. Nur schon das ist ja völlig anders wie das Jahr davor. Wir haben einen Plan, wir haben ihn sogar ausgedruckt und aufgehängt, oder? Wir werden immer professioneller, oder? Ja. Ich finde, die Mütze von der Lexi sagt es gerade perfekt. Was steht da drauf? Professional Amateur. Also Jetzt, eigentlich ja. sind das alle Onlyfans, Voll. die auch
Pornos drehen. Ja. Was ich? Was? Nein, das ist ein Professional Amateur. Das ist die Definition davon. Also weißt du, weil es gibt ja es gibt ja auch unter Ja, anderem ich has- verschiedene ja, Kategorien von dem Ganzen. Ja. Darum, Professional Ist gut, Amateurs ja, sind alle, die Geld... Mm. Sind Bands wie Heaven Shall Burn professionelle Amateure? Ich glaube, sie sind nur Amateure. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie sind... Ja, also nein. Sie sind Heaven sicher, Shall Burn sind nur Amateure. also sie Fragen sind Sie sicher nicht. keine Amateure, aber Sie sind eine Hobbyband. Sie sind keine Berufsband, ja. Also Richtig. nebenberuflich. Professionell heisst eigentlich, dass du das beruflich machst. Professionell Also, heisst sie es nicht. nicht, dass man Ist Geld es damit teilberuflich- verdient. nicht. Ist es teilberuflich oder hauptberuflich? es ist eben hauptberuflich, weil ich bin immer an Hochzeiten offended gewesen, wenn mich Leute fragen, machst du das eigentlich professionell? Naja, das Und dann bin ich offended gewesen, und dann hat mir mal ein Gespänli gesagt, dass das nicht ist, wie das funktioniert, sondern professionell sei Vollzeit. Und ich bin so, okay, ja, dann halt, habe ich mich unnötig aufgeregt. Super, wir sind alles Amateurbands, hell yeah. ja, eben, das ist auch... Wir sind Amateur-Podcaster. Voll. Das ist so, wenn Leute fragen, so, ja, ist Band dein Hobby? Und ich so, ja, auf professionellem Niveau ist schon immer ein Hobby. Der Felix Lobrecht hat es mal gut gehabt, ein gutes Ding. Er hat gesagt, erweitertes Hobby. Erweitertes Hobby. Es ist erweitertes Hobby. Es ist nicht nur Hobby, es ist noch ein bisschen mehr als ein Hobby. Du machst Ich finde zum Beispiel, Boulder ist für mich ein Hobby. Oder? Zeichnen ist ein Hobby. Mountainbike ist für mich auch nur ein Hobby. Eben, genau. Du zeichnest? Mal. Okay. Muss wieder. Du musst mal zeigen, was du schon so gezeichnet hast. Nicht gut. Nein, aber ein Hobby muss ja auch Freude machen, muss nicht Definitiv. gut sein. Genau, definitiv. Wisst ihr noch, wie ich vorhin gesagt habe, ich stoppe die Zeit, damit wir nicht aus dem Ruder Ist laufen? gut. Nein, Das 3 Marathon werden nicht Zeit Nein, gestoppt. Ich hab's Monetarisation von gesehen. Hobbys im Social Media Bereich ist schon ein Thema, wo ganz interessant ist. Das haben wir doch schon mal drüber geredet. Ja, voll. Mhm. Wer da rein regt sich darüber auf, dass man mittlerweile nichts mehr einfach für sich selber machen kann und aus allem das Geld machen? Eigentlich nicht. Also das Ich brauche heisst, Geld. es gibt nur 3 Leute da rein, die zu viel auf Instagram hängen. Deswegen habe ich es gelöscht vom Handy. Ja. Nach dem Wieder Opener mal. löscht es wieder. Also was macht Lea jetzt genau? Haben wir das beendet oder haben wir das Hey, also abgebrochen? eigentlich bin ich zuständig für die Socials. Vom Kleinen von Metal Servala und bin die Mutter ein bisschen von euch. Voll. Yes. Dass ihr Bemuterung. überlebt, das Wochenende. Gute Betreuung. Einfach. Ja, Voll. Das bringen wir doch an. Lea hat geschaut, dass wir jetzt trinken bekommen bei 40 Grad voraus. Ja. Sie hat eine Ja. Bemuterungsstrategie erstellt. Sehr, sehr. Ich meine, jetzt sind wir da. Es hat noch keine Band gespielt. Einlass geht jetzt erst gerade los, etwa vor 10 Minuten, oder? Die ersten Leute stürmen rein aufs Festivalgelände. Und darum, heute ist Freitag. Auf was freut ihr am meisten? Bella, bei dir ist es wahrscheinlich HSB. Sicher ist es Heaven Shall Burn. Und jetzt würde ich mal von euch wissen, was ist euer Tageshighlight heute? Nein, also Heaven Shall Burn und bei Insanity so dort stehen. Genau so. Mit beiden Füßen in der Luft. Ich hau aus meinen raus. Bei mir ist mit grossem Abstand Exorbitant Prices must diminish. Ich freue mich unglaublich auf die Leute und ich würde es mega feiern, wenn wir sie auch noch so könnten im Podcast einladen. Ja, das wäre schon cool, wenn wir sie im Podcast einladen Ja, Rein cool, hypothetisch, falls wir sie im Podcast einladen würdest du dich freuen, wenn du ihnen könntest den Metal Servala Award übergeben, den du ihnen schon gegeben hast? Ich würde mich unglaublich freuen, denen das können zu übergeben. Und dann könnten wir das alles festhalten auf Ton und Video, dann wäre ich super glücklich. Das wäre super toll. Vielleicht Das wär schaffen wir das ja. Es wäre Vielleicht. möglich und es würde mich mit ganz viel Freude erfüllen. Nico, was ist dein Highlight? Also ich würde sagen, das Dreierpäckchen heute Abend von Ghost Inside, Heaven Shall Burn und dann noch Schweizer Highlight am Schluss Insanity 61 ist schon recht stabil. Junge, der Nico ist fucking Media trained. Der gibt richtig stabile, der gibt so richtige Eishockey-Spieler-Antworten. Ist dir das schon aufgefallen, Brian? Der hat jede Antwort einfach so kurz, prägnant, auf den Punkt, korrekt ausgesagt, niemandem auf den Fuß Ja, gestanden. logisch. Woher hast du das gelernt? Das habe ich nicht gelernt. Ich bin halt einfach Lehrer. Er ist Lehrer. Nein, also eben Ghost Inside ist sicher die Band vom Festival, die mich schon am längsten begleitet. Also, die ich am längsten aktiv höre. Aber es hat sehr viele Highlights heute. Darum eben, heute bin ich sicher gut bedient heute Abend mit den 3, die ich vorhin aufgezählt habe. Ja. Ich bin auch noch weiteres Gut. Ich bin gespannt auf deine, Brian, auf was du gesagt hast. Unbedingt, die Ja. gehen wir alle zusammen schauen. Oh ja, auf die machen bin ich auch wir. mega gespannt. Wirklich. Der Kate-Effekt. Kate Absolut. Effect, Yes. immer ein Riesensfreude. Bubis von Kate-Effekt machen den ganzen huren Laden auf der grossen Bühne. Yes. Boys. Wo wirklich groß ist. Ja. Also sie ist hoch, Ja, eben groß. aber sie ist weniger breit als letztes Jahr, oder nicht? Das ist so, ja. Ich bin auch weniger Sie sieht bereit sich als jetzt letztes Jahr. zusammengestucht aus der Bühne. Kann ich nicht behaupten. Ich bin gleich breit wie letztes Jahr. Lems. Lea, wie ist es bei dir? Kann man sich überhaupt noch auf einzelne Acts freuen, wenn man so in der Vorbereitung schon voll eingespannt ist? Oder ist das alles irgendwann einfach so, jetzt kommt's? Und aus welchem Grund bist du nervöser als mir? Gell?
Das ist eine kleine Überraschung. Die würde ich gerne noch nicht erwähnen. Das werdet ihr dann sehen. Fleissig also den Podcast weiterhören, dann werdet ihr das mitbekommen. Aber ja, ich freue mich sicher auf 1-2 Bands. Also Madball werde ich sicher schauen. Half Me auch, The Ghost Inside, Heaven Shall Burn natürlich auch. Wir müssen da ein bisschen Händchen haben bei ihm, dass er nicht gerade komplett durchdreht. Dann. Das wird nicht funktionieren. Ja, aber ja, mal schauen, ob ich sonst noch Zeit finde für andere Bands zum hören. Ich hoffe es für dich. Ja. Wie ist bei dir, Lexi. Lexi? Was? Ist bei dir? Highlight? Bei mir? Hey, schon ziemlich der Ghost Inside. Ich muss aber auch sagen, ich bin wahnsinnig unvorbereitet. Also ich bin einfach ja, ich bin da, ich habe eine Kamera dabei, es sind gute Leute und gute Musik. Viel mehr braucht es für mich für so Events eigentlich auch nicht unbedingt. Aber der Ghost Inside freue mich schon sehr und einfach die kleinen Sachen, die dann einmal passieren und mega wertvoll sind. Ich bin halt auch ein bisschen kitschig. Auch die Lexi, mega gute Antwort, viel bessere Antwort geben wie mir drei. Als ob sie auch einen Podcast hätte. Voll, das Man stimmt. könnte es meinen. Als ob sie auch einen Podcast hätte, wo der Ricky und ich letzte vielleicht sogar schon mal drin waren. Vielleicht. Ich weiss noch nicht mal, was ihr erzählt. Hast du die Folge noch nicht gehört? Sie ist Ich bin nämlich noch schon nicht dazu draussen. gekommen. Ich weiss, ja, sie hat alles gegeben. Der Lexi, ihre- Podcast-Partnerin. Oh, ich muss da dann auch noch Der Lexi, ihre reinziehen. Geburtstagsfolge, das ist nur um die Lexi gegangen und wir haben Geschichten über die Lexi erzählen, Ja, lustige ja. Geschichten, peinliche Geschichten, Ich glaube, unsere Favorite-Geschichten. Ich Und kann Telefonjoker erhalten von diesen zwei. Ich glaube- Ich da nicht erwähnen, was da gegangen ist. ich glaube 20 Exakt. Minuten über Hirschgenitalia geredet. das ist mein Oh, Hauptthema. stimmt. Oh mein Gott. So, ja. Und was Ricky? hat das mit mir zu tun? Ganz kurz. Das Anyway. wissen wir auch nicht mehr so genau. Da können wir den Podcast hören. Es ist, glaube ich weiß auch nicht mehr. Also, die Yasi hat ja gesagt, der Podcast heisst Chaos-Team und der Ricky und ich haben das als Aufforderung angeschaut. Ja, Das ist, wie das der Name funktioniert. ist Programm. Speaking of Ricky, was ist dein Highlight heute? Ich glaube, Cade Effect und dann Madball. Madball freue mich extrem. Madeball. Madball. Und morgen spielt dann der Brüder vom Freddy von Madball. Das ist auch geil. Stimmt. Agnostikfront. Ja, voll. It's a me, Bella. Ja, so siehst du auch aus. Mit dem Super Mario Schnauz, Alter. Cosplay, let's Ja. go. Kennt ihr mein Lieblingslied noch? Was? Fale facce calle giorni, mastodone, Ja, voll. Lorna Shore, mastodone, get the shot. Gut, in Gojira hat ja der Luigi den Mario ersetzt. Heftig. Aber anyways, back to Opening eigentlich. Nein, Madball, Ghost Inside sicher auch. Heaven Shall Burn auch. Bin gestern am Hören gewesen und heute am Morgen auch. Hast du Heaven Shall Burn schon mal live gesehen? Ja, aber mit der Britta Götz. Du hast sie sowieso schon mal live gesehen, mit dem Brian zusammen. Und wir sind das dritte live schauen, fällt mir jetzt gerade ein. Wo? Was wir Trivium gespielt haben in Zürich. Dort bin ich nicht dabei gewesen. ja. Die hat die gleiche Show gewesen in Lyon. Ah. Wir sind nicht da gewesen und ich hatte ja auch mit Parkway Drive vor 1000 Jahren gesehen, vor 10 Die Jahren. Double Headliner Double Show. Headliner. Ja, Oh, die ist so Voll crazy cool, ja. gewesen. Voll. Ich habe heute noch mal Doku geschaut. Hast du heute Von mal der Double Headliner Darum Show. bist du Oh, spät deswegen gekommen. hast du das in Check geschickt. Wir sind nicht spät gekommen. Ich habe meinen Zeitplan extra so gemacht, weil ich wusste, dass wir alle zu spät kommen. Von dem her ist es perfekt Also, aufgegangen. Und ich Alle. habe Ich ich möchte habe erwähnen, angekündigt, dass ich nicht spät alle. komme. Lexi und ich sind pünktlich gewesen. Ja. Obwohl ich eine Stunde verschlafen Ihr habe. sind ja auch Ja. nicht die zwei, die bei Metal Server. Also, ihr sind ja auch nicht die Würste. Wir haben uns extra Vorbild. 4 Stunden zu früh getroffen, heute noch eine Viertelstunde spät sind. Ja, und ich habe gesagt, ich Wie komme das immer später gegangen und ist. bin gleichzeitig gekommen wie ihr. Ideal. Sage ja. Timing. Planen kann ich. Ich freue mich riesig auf den Anfang von dem Festival. Da ein paar letzte Worte von euch. Bald geht's los. Es kribbelt schon. Alles ist Effekt. gut. Warte, Kate haben wir- Effect. Lange wird das wie einheizen. Wilson. Du willst haben wir alle schon Highlights gesagt? Mir. Ja. Ja. Alle? Sehr gut. Aber Ja. was hast du für eine coole Mütze da? Ich kann da Du sollst mal eine ganze Kamera drehen. mega Du hast vor allem noch, du musst noch, ich sehe gerade, sie hat eine Ecke drin, du musst mal kurz die Ecken ausbühlen. Ah, Oh, ja, stimmt. mache ich nachher. Auf jeden Fall. Es ist lustig, dass du fragst, weil ich bin ja in meiner Wohnsitz gemeindepolitisch aktiv und habe wirklich erst am HBC angelegt, damit mich ja niemand so sieht, dort wo ich wohne. Oh, das wäre noch crazy. Oh Gott. Mit einer Maga-Kappe. Ja, eben, es sieht aus wie eine Maga-Kappe, ist selbstverständlich nicht. Es ist Satire von der Band Brutal Spencer aus Ist Belgien. nicht Sphincter. Ja, du kannst das einfach besser aussprechen. Ich meine das Gleiche. Auf jeden Fall. Von denen, und das habe ich gekauft. Und es gibt nur recht wenig Occasions, die man tragen kann. Aber Aha. heute und morgen ist so eine. Aha. Und es steht natürlich nicht das drauf, was der Trump meint, sondern Make Gore Grind Great Again. Brian, ich bin ganz Mega. ehrlich, ich würde dich sowas von
wesentlich mehr wählen, wenn du einfach so mit dem Anzug und so würdest bei deinem nächsten Campaign-Foto anstehen. Also heftig, ja. Es wäre einfach mal so ein ehrlicher Politiker. Einfach so, hey, wir sind ja alle wir sind alle nur am Faken, wir können auch einfach mal real sein. Ja, das stimmt grundsätzlich. Ja. Hey, darum die auch mal einladen als Gräniche, Umi, oder? Let's go. Ja, let's go, Gräniche, würde ich sagen. Yes. Das ist eine fucking LinkedIn-Aktion von mir. Ich kann kotzen. Hey. LinkedIn Park. Aber das Meme davon ist geil. Ja, in dem Fall. Ja, bist du gegangen? Nein. Hä? Nein. Willst du queer Ist nicht das? Ist der Clapping, aber mit den Fingern? Clapping. Also, fuck, ich Clapping. Clock it. Fuck. Und es ist doch auch Ricky, drück auf den Knopf, Das es ist kommt nicht mehr gescheit. unser 6-7-Experte. Absolut. Ich kann jetzt schön anfangen. Ah ja, by the way, ich habe dem Nico am 6. Juli einfach mal geschrieben, Nico, schau mal aufs Datum. Und dann hat er zurückgeschrieben, Bruder, ist gerade 9/11 für alle Lehrpersonen da. Was ist nochmal Clock it? Ich komme nicht raus. Ich habe es mal nachgeschaut, aber ich komme wieder nicht Das raus. ist Clapping. Clapping? Ist Ja, das das ist Klatschen, oder? Clapping. Was Ja. bedeutet das schon? Ich habe es dir erklärt, Also, das Bella. kommt Was eigentlich aus ist der das? Blindensprache und für sie ist das Aid eigentlich also auch. Und eigentlich You Aid Girl sagt man deswegen auch. Und das ist eigentlich, also... Ja, und Ich bin irgendetwas gerade einfach so verwirrt, nicht. so ist. Auch. Eine ist... Stell das ab, da ist nichts Nein, mehr nein, nein, das ist Informatives sehr gut. drin. Also Das eine ist- ist You Aid und das andere ist Clapping. Das ist Kultur. Aber englische, hast du gerade vorhin Ja. gesagt, Blindersprache übrigens. Für Personen, die mit Losenschwierigkeiten haben, das in der Schweiz ist es eben, glaube ich, der. Weil es gibt der? dort auch verschiedene Ja, Sprachen. das ist je nach ein Land. Ich habe gemeint, der Bella macht das drum immer. Nein, habe ich nicht, aber ich habe es gehofft. Wir tun einfach Ja, so. ich bin Teil taubstumm, darum rede ich manchmal mit den Händen. allein. Oh, aber ich meine, es könnte sein, dass in den Metal-Konzerten, die eben die Lyrics und Dings machen von der Musik, dass sie das für Bläsbis brauchen. Deswegen brauchen wir das. Nein, Nicht? keine Ahnung. Der Bella hat Das Das ist einfach einfach der passieren. Sänger von Suffocation, hat irgendwann mit dem angefangen. Alright. Wenigstens einer mit einer Ahnung. Jetzt hören wir auf, sonst gibt es da immer noch Falschinformationen. Alright. Gut. Der einzige, hauptsächlich der mit dem Maga hat, ist der einzige, der keine Fake News am Spreaden ist. Fair enough. In dem Fall, wir hören das später. Vielleicht mit Bands. Macht's Ciao gut. zusammen. Tschüss. Okay, bye. Bonjour, mon amour. Bonjour. Ja, Wir Mr. haben- Worldwide. Oh yeah, wir haben unsere ersten Gäste an dem heutigen Tag da. Und es ist für euch nicht einmal etwa eine Sekunde gegangen, bis ihr sie hört. Das Vom ist ganz letzten Mal, wenn wir in verrückt. das Mikrofon hier geschnurrt haben. Ich habe gehört, es läuft schon. Ist das schon gelaufen? Ich bin ganz überrascht, wie plötzlich aus dem Rickys Kopfhörer das Intro gelaufen ist. Ich weiss nur nicht, ob wir die schwedische Band Torso Fucker. Finnisch. Finnisch haben wir Ich gesagt. weiss nicht, ob es Haben wir gibt schon eine Band. angefangen? Ja. Ich weiss nicht, haben wir schon aufgehört. Brian, gibt es eine schwedische Band, die Torso Fucker heisst? Ich will es nicht ausschließen, aber ich kenne sie nicht. Ich google es mal. Auf jeden Fall. Brian, wie ist dein Google-Account, das Passwort? Ich google das nicht. Es ist sicher eine Torso-Fuck-Coverband. Dein Algorithmus. Also, Das ist spät, schau. wie fleissige Zuhörer. Okay, ich habe bei DuckDuckGo. Torso Fuckery, das erste, was ich gesehen habe, ist Werbung von amorana.ch. Neutraler Versand über 5000 Produkte. Geil. Und das nächste ist Torso Fuck bei der Metal Archives. Dann ist Torso Fuck Instagram. Sie haben torsofuck.official, falls sich jemand gefragt Geil. hat. Und das nächste ist ein Instagram-Account, der Torsofucker heisst und wo ich jetzt wissen, was drauf ist. Also, für die Sicher einfach ein Fan. Es ist ein Privatprofil. Ah, okay. Also- Bella auch raus. Also für die geschulten Podcast-Hörer unter euch, die wissen jetzt, dass Höre vis-à-vis innen, von du uns der Kate-Effekt Asozial. sitzt. Rein nur anhand von was für Themen schon besprochen worden sind in den letzten 2 Und wer am Minuten. meisten geredet hat. Hey, der Brian hat angefangen. Von dem her, wir sind vis-à-vis von Kate-Effekt. Wer ist denn da von Kate-Effekt? Könnt ihr euch schnell vorstellen? Ich bin der Sevi und ich spiele Bass. Ich bin der Kate-Effekt, hallo. Aber das ist etwas ganz Neues, Sevi. Du bist ja sehr lange ein Laptop gewesen, oder? Okay, wie lange hast du schon Köche gehabt, Brian? Der ist gewartet. Jetzt bist du aus Fleisch und Blut und hast einen Bass aus Metall und Holz und Strings. Und darum nimmt mich Wunder, wie ist das zu dem gekommen? Und wieso habt ihr euch entschieden, keine Metalcore-Band mehr zu sein? Weil Metalcore-Bands haben keine Bassisten, die haben nur Laptops. Oder der Bassist singt, oder?
Macht kleine Vocals, ja, und spielt Gitarre. Ja. Der Hauptgrund ist, dass wir letztes Jahr am Wacken Metal Battle im Zack von der Jury, wo der Brian drin war, das Feedback bekommen haben, ihr habt keinen Bassist gehabt, dann haben wir auch nicht weitergelassen. Im Ernst? Nein, das hat niemand so gesagt. Aber der Fehler nach einer der Kritikpunkte war, dass wir keinen Bassist hatten und er hat anscheinend dann ausgerufen von das stumm, aber in dem. Aber zum Fair sein, ihr habt jetzt einen Bassist und ihr sind weitergekommen. Genau, darum. Right. Und ich bin wieder in der Jury gewesen. Ja, empirisch betrachtet ist der Sevi der einzige Grund, dass wir irgendwelche Erfolg haben. Seit der Sevi dabei ist, sind wir beim Wacken Metal Battle weitergekommen. Haben am Greinichen können spielen. Ja. Werden nächsten Dienstag, ich weiß nicht, wann ich das höre, je nachdem, wie lange es gab, bis der Ricky fertig geschnitten hat, also wahrscheinlich in 10 Sekunden. Spielen wir mit Unearth zusammen. Battle ist schon parat. Wir haben vor allem an der Plattentaufe von Sons of Coherence spielen. Das ist alles erst passiert, als der Sevi dabei war. Welche eigene Platte darf ich? Dort haben wir bis jetzt immer spielen. Und ich kann auch dabei sein. Ja, das stimmt. Das war geil. Haben die Videos released, die ich gemacht habe? Kein Blass. Ich glaube, sie haben nur meins Wahrscheinlich nicht. Also. Nein. Ich habe alle Bands geschnitten, ich habe sie geschickt. Was, du hast geschnitten? Ich habe Dann haben wir es geschnitten. released. Nein. Oder wir haben es vergessen. Dann gib. Mir ist heute aufgefallen, so wie... warte mal, ich habe ja die Ich Tafel glaube, wir sind voll am Warten, bis uns mal der Content ausgeht. Und dann hat er alle ganz geile Ideen gehabt. Nein, da warten wir auf gute Momente, dass der Content mal ausgeht. Sevi, Das ist erzähl nicht mal da. aus deiner Sicht, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt... Ich kann müssen. Oha! Willst du das noch ein bisschen ausführen? Aber jetzt, ich bin doch der Sevi. Ja, stimmt. Stimmt, Ich bin der Du kennst den Kate Kate-Effekt. Soll ich Aber nein, aus Sicht von der Kate-Effekt erzählen, wie es war? Ich erzähle doch aus der Sicht vom Sevi. Der Kate-Effekt Versuch mal ein bisschen empathisch zu sein. Ja, vor allem Mir würde es gegenüber. nicht stimmen, weil wenn ich jetzt will sagen, der Kate-Effekt hat mal gespielt, dann bin ich noch nicht dabei gewesen. Ja, das ist verdammt kompliziert. Das ist jetzt, Sehr. das ist jetzt mit der Identitätspolitik. Ne? Genau, wir haben... ich bin mal wieder den Kate-Effekt schauen. Und zwar vor bald 2 Jahren in der Medbar. Ja, Ist es gewesen. wir spielen und, und nachher habe ich so gedacht, eigentlich wäre es geil, wieder mal in einer Band zu sein. Und ich habe früher eben schon mal mit dem Lukas in Berger Band gespielt. Wer ist der Lukas? Und der Sevi. Ja, genau. Unter anderem mit The Kate Effect, mit Beyond the Vortex, Ja. wo der Lukas auch gesungen hat. Ja, aber ich bin was- der Sevi, ich habe Bass gespielt. Gesungen. Was für andere Bands hast du noch mitgespielt? In Ergo. Das Ergo? war unsere erste Band, gewesen, Ja. die wir Geil. mit 15, 16 gegründet haben. Sick. Es hat nie einen Release gegeben, weil unser Demo gelöscht wurde und ist schon aufgenommen. Oder verloren. Ja, Vielleicht voll. hat es den verloren, ich weiß es gar nicht. Aber das ist jetzt Ja, das weiß wirklich niemand. Aber er hat noch er hat mir am Dings verraten, am Videodreh, dass es die geheimen Schnitte noch gibt von der Beyond the Vortex Aufnahmen. Und auf die warte ich. Kleiner Teaser. aber zum Frage beantworten, ist das Konzert gekommen, hat laut darüber nachgedacht, dass es cool wäre, wieder mal in einer Band spielen und dann haben wir einen zwangsverpflichtet. Also ja, es ist wirklich nachher für ein halbes Jahr lang für den März und den Radar vor allem ist es wie so einfach klar gewesen. Jedes Mal, wenn ich es wieder gesehen habe, ist es wie so gewesen, und dann kommst du jetzt proben. Das ist schon lange klar gewesen, das hat der Luki mir nämlich auch schon erzählt. Irgendwann hat er das Gefühl, wir haben ja von gleichen Bassist, er weiß es zwar noch nicht, aber wir haben einen gleichen Bassist. Ja. Aber er weiß es schon, er hat einfach noch nicht offiziell, er ist einfach noch nicht vorbeigekommen. Aber wirklich, bei Probe kommt dann jedes Mal so, wann kommt jetzt der Sevi eigentlich, kann das Zeug schon? Ich sage, er hat noch keinen Bass. Das stimmt auch, ja. Nein, ich finde eben Bass im Metal sehr geil, weil es ein bisschen gleich ist, wenn der nebendlang. Ja. Das ist überhaupt das gesprochen Metal. Wichtig ist, dass der Rhythmus stimmt und dass man abgeht. Das ist im Fall, dass der Rhythmus stimmt, ist auch nicht so wichtig. Doch. Doch, das Was ist halt wichtig. so höher oder tiefer ist nicht so wichtig, aber... Oder? Du musst aber auf Kickdrum kommen. Ja. Aber der Danu hat auch gesagt, du musst entweder vollen Körpereinsatz geben oder richtig spielen. Oder beides. Wenn beides kannst, bist du Gott. Sevi macht aber beides. Wenn du eins von Nein. beidem kannst, bist du gut. Wenn du beides kannst, bist du Gott. Der Dirk hat offenbar alles aufgenommen vor dem Auftritt. Ich Ah, ja, ich das habe hat er- Beweismaterial, dass das nicht stimmt, Das was du das- gerade gesagt hast. Ich liebe den Dirk, ich will die Aufnahmen von meinem Gesang nie hören. Ist gut. Ja, und dann habe ich gedacht, wäre geil, weil es läuft einfach eine hohe Party. Und, Wieso ist echt Lexi nicht da? Wie sie startet auch? Lexi, komm auch. Wir haben noch das Mikrofon. Haben das Mikrofon, wir haben einen Stuhl. Ja. Lexi sollte eigentlich Fotos machen. Oder Hat sie- sie hat schon Fotos Instagram-Content. gemacht? Hat sie gemacht? Sie hat Lexi anficken. Ich kann ja nicht, Lexi darum habe ich macht immer gesagt, super. ich kann niemanden anficken. Und ich will sagen, Lexi... Ich habe Anficken gehört, ich bin Ja, da. geil. Geil. Funny war, dass ich eigentlich gar keine Zeit hatte für eine Band. Und, Kenn ich. Dankeschön. Und bin zu der Band gegangen und habe gesagt, ist das okay? Also mal ausprobieren. Und ja, inzwischen ist es ein bisschen zu geil. Und ich verpasse eigentlich keine Probe, wenn es irgendwie geht. Und, Man muss auch noch anfügen, er hat am Anfang gesagt, ja, ich komme vielleicht so jede zweite, dritte Probe mal, je nach Zeit. Mittlerweile ist er mehr der Probe als ich.
Ich sage jetzt auch nicht die grösste Leistung ist. Lexi, wie stehst du zu Bass generell? Ja, das passt. Sehr gut, danke vielmals. Aber ich habe eine Frage. Hörst du deine eigenen Lieder, also hörst du keinen The Kate-Effekt? Doch, aber ich höre nicht meine rohen Aufnahmen von einem Festival, wo ich 3-mal fast ohnmächtig geworden bin. Weil ich weiss, dass er rot tönt hat. Wieso? Was? Ohnmacht? Erzähl. Nein, warte, das Ding ist, wir haben ja eigentlich... Wir haben ja 3 andere Leute. Wir haben ja eigentlich... Kurz warten, Lex und ich sind miteinander reden. Nein, wir haben einen kleinen Hintergrund gegeben. Eigentlich haben wir Kate-Effekt nicht so direkt Plan gehabt, aber es ist durch einen kleinen Umstand haben wir jetzt noch eine Band vorne reinschieben, dass wir bei einem späteren Gast nicht unaufgewärmt sind. Ich habe jetzt nur gerade gemerkt, das war absolute Scheiße Idee, den Kate-Effekt reinzunehmen, weil wir müssen gar nicht interviewen, wir müssen nur mal anstoßen und dann reden die voll Dritte von allein. Das heißt, wir können wieder einen Boxsack. Nein, warte schnell, ich habe eine Frage an Bella. Hast du, wo du deine Freundin kennengelernt hast, auch gesagt, hey, voll, eigentlich habe ich mega hartes Chick in den Augen, in die Augen gehabt, ich fand, ja, komm gut, du siehst cool aus. Nein. Ich finde dich kenne ich schon. Ich finde euch mega toll und ich bin mega happy, dass ihr da sind. Ja, aber eben, logisch sagst du das jetzt. Das erste Mal Grenichen, wie war das so für euch? Warte. Dass du hier gestorben bist. Lexi hat vorher eine professionelle Frage gestellt, wegen Ohnmächtig. Ich habe die Frage gerade nochmal gestellt. Ich habe eine miserable Kondition und habe nichts gegessen vor dem Konzert und dann ist mir ein bisschen geworden. Das ist nicht mega spektakulär. Also was ich das Beste finde am Grenichen ist die absolut professionelle Moderation von der Podcast-Aufnahmen, die wir nachher machen. Fantastisch. Unglaublich. Du hast gerade den Brian weg zu dem Podcast gesagt, das war ein Happy Place. Das war ein guter Lachs los. Hey, wann haben wir gespielt? In Maltes gespielt? Vor 2 Wochen, 3? So irgendetwas? 3 Wochen, ja. Denke ich nicht. Also du meinst das Bullhead? Ja, wo wir in Bullhead gespielt haben, Malta Summer Edition. Dort habe ich ein Interview gemacht mit dem Mostübli und habe dann einen Bell angerufen. Darum will ich jetzt einen Michel vom Mostübli anrufen, damit wir Hilfe mit Fair enough, ja, das Lenny muss ist definitiv auch sein. da. Ja, Vielleicht hast du aber noch auf dem WC, ich habe vorher mit ihm geschnurrt. Ich probiere es mal, wenn er abnimmt. Gehen wir jetzt alle zusammen aufs WC. Sehr ein unterhaltsames Telefonat gewesen. Weil ich bin bei der Lea die auf dem Balkon gehockt. Und dann genau, läutet stimmt, mir der du Lukas gehst, dass er TKE hat, an und ich so... Ja, dann nehmen wir jetzt den Fall mal ab. Oh. In dem Fall der Lenny. Der war nicht, Die Nummer habe ich eben nicht. Ich kann schon Lenny seine Nummer. Ja, Leute, mich schnell. Hey, du hast eine Frage gestellt, die Antwort ist völlig überwältigend. Ja, das ist mega geil. Es ist unfassbar. Vor allem der Sevi ist vorne gar nicht am Grenichen als Ich bin noch nie als Zuschauer am Grenichen gesehen. Also hast du gar noch nicht gesehen davor? Das Weißt du Geile nicht, ist, was wirklich, bevor ich das erste Mal vorne auf dem Platz gestanden bin am Grenichen, bin ich auf der Bühne gestanden. Das heisst, du bist eigentlich wie die grossen Bands. Ich glaube, denen geht es meistens jetzt so. der Michel Leute zurück. Warte schnell. Hoi Michel, hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja. Mach doch Sehr gut, warte, ich Lautsprecher. muss dich in Leute machen. Warte, Ja, das ist das Speakerphone. Ah. Ich bin gerade in einem Interview mit Metal Servila, weil sie eigentlich eine andere Band geplant haben, aber gefunden haben, ja gut, wenn die Coolen nicht können, dann nehmen wir halt den Kate-Effekt. Die richtig Coolen. Als ich das Interview mit euch gemacht habe, Maltes, haben wir einen Bell angelegt und ich fand, wir müssen jetzt dir anrufen. Wie geht's dir, Michel? Hey, tipptopp, es ist ein bisschen warm, aber sonst ist easy. Sehr gut. Der Brian will dich irgendetwas fragen. Brian, frag, ganz laut. Lieber Michel, du hast ja im Zack auch den Kate-Effekt gesehen und dort haben sie einen Bassist gehabt. Heute haben sie auch einen Bassist und er hockt gerade da. Wie stehst du zu Bassisten? Hau raus! Hey, also als selber bassspielende Person muss ich natürlich sagen, ich bin immer wieder fasziniert von der Anpassfähigkeit von Bassisten, weil die meisten können eigentlich nicht bis 4 zählen, aber trotzdem auf der Bühne merkt man das gar nicht und ich finde das mega faszinierend und ich würde eigentlich gerne mal irgendwie jemanden, der Psychologie studiert hat oder so, einfach mal das genauer untersuchen lassen, wieso das niemand merkt, obwohl die alle nicht auf 4 zählen können. Hey Michel, gute Nachricht. Ich habe Psychologie studiert. 2 Semester, zwar. Ohne eine Prüfungsgabe. Ich kann dir sagen, der Sevi ist eben so ein guter Bassist, weil er kann nicht weil er auf 4 zählen kann. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber er kann von 10 auf 0 abzählen. Stimmt. Das ist arguably fast noch wichtiger. Das ist mein Hauptjob. Und hat nichts mit Bass zu tun. Ja, aber ich muss sagen, also von 10 auf 0 abzählen, das ist beeindruckend. Und on time. Auf Go, nicht auf 0. Ja, excuse, auf gar nicht auf 0. Und ich habe jetzt nicht gesagt, dass er am Stück und richtig kann abzählen, aber er kann. Also schaffst du bei der NASA? Bist du Formel 1 Rennstarter? Wir haben das NASA-Lied. Hi, wie die NASA. Möchtest du das singen? Ja, man muss von 10 auf 0 abzählen. Ja, wir haben das NASA-Lied, von 10 auf 0 muss abzählen. Also der Sevi weiss nicht, was Zahlen heissen, weil er ist Geisteswissenschaftler. Aber Ich habe Wörter gelernt für, Genau. für das Lied. Ja. Man muss ja etwas nicht unbedingt verstehen, um es zu sagen können. Du bist auch Mann. Geisteswissenschaftler. Nein, ich weiss, bist nicht. Hey, es wird langsam mega kompliziert, Michel. Ich hänge mal auf, damit... Lieber Bruder! Ja, ein lieber Gruß. Ja. Bis Danke, bald. Michel. Danke fürs Zuglüten. Ciao.
Er heisst schon Michel, oder? Ja. Gut. Weil sonst hätte er seinen eigenen Namen falsch gespeichert bei mir. Wer ist das? Upsi. Der Michel vom Moststübli. Wer ist das? Er hat Moderation gemacht im Zack. Am Metal Ah, Battle. geil. Also entweder er oder jemand, der mega ähnlich aussieht und tönt wie er. Das kann ich wie nicht ausschließen, weil alle Männer unter 30 sehen gleich aus für mich. Das ist möglich, ja. Wir sind safe. Wir sehen nicht mehr gleich aus, Freunde. Das finde Ich ich bin kein gut. Mann, das hilft. Ja, das stimmt. Grundsätzlich. Wo sind wir gewesen? Genau. Ich habe Ricky, keine wie Ahnung geht's dir? Mir geht's gut. Sehr gut. Es ist heiß, aber ich habe vorher Glasse gehabt. Sehr gut. Das macht Freude. Auf welche Band freust du dich am meisten am Grennen? Heute freue ich mich auf Madball. Ja. Und ich glaube Ghost Inside, Insanity, 61, Ja. natürlich. Ja, allgemein. Korrekte Alle Antwort. Auf Aber Ryan. viel wichtiger, was wir gut finden, was wir eben schon vorher besprochen haben, ist doch Torso-Fuck. definitiv, das ist auch wichtiger. Aber was sonst noch... Fuck, so, der Misch jetzt vergessen zu fragen, ob er weiss, ob er ein Nazi ist. Er ist der mit dir gestritten Nein, hat. überhaupt nicht. Aber ich denke, ich weiss es nicht. Er ist Ob jung. der Michel ein Nazi ist? Ich Nein, glaub das nicht. sagen wir von Torso-Fuck. Der Misch ist ziemlich sicher kein Nazi. Ich glaube auch. Gehe ja davon aus. Auf jeden Fall. Der Nico ist ja da. Fragen wir den Nico. Nico kommt doch auch noch. Bist du auch ein Nazi? Nein, du weißt, ob der Sänger von Torso-Fuck ein auch. Nazi ist. Aha, wegen Der Nico weiss nicht, dass es Torso-Fuck gibt. Los ihren Song Rape by Elephants. Der hat Brian seine Autobiografie inspiriert. Das ist wirklich ein Hit. Und Brutal Spencer haben covered. Wie sagt man es richtig? Ricky? So, dort ist die Connection zum Ja. Dings. Okay. Sphincter. 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 Nice. Jeden Tag Also, könntest du etwas alle Neues kurz in der lernen. Reihe als Sphincter sagen, Ricky? Sphincter. 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 Super, danke Super. vielmals. Ihr habt ja jetzt schon gespielt und ihr könnt euch selber ja auch nicht schauen, nicht wahr? Was macht ihr jetzt noch heute? Welche Bands wollen die Leute noch unbedingt schauen? Du hast eine Out-of-Body-Experience. Haben die es dann geschaut? Ja. Ja, wir haben euch geschaut. Ah, ist gut gewesen? Ja. Tipptopp. Ja, danke. Hat Spass gemacht. Ich habe den Double Crab Action geil gefunden. Ja, die ist schon gut gewesen. Wall of Du hast Death. du hast es nicht mitbekommen. Und der Weil Motorrad du ist stark gewesen. Ja. Dann habe ich geklaut vom Fedi von Cataract, falls ihr jemand kennt. Das Moped war verdammt sick gewesen. Double Crab war sick gewesen. Für alle, die nicht wissen, um was es geht. Was meinst du? Ah, okay, der Nico sagt, er hat es gefilmt. Sehr gut, dann können wir also gleich schauen. Nein, sonst, hey, die Nuts von sie mal halbwegs stimmt, nüchtern ja. gesehen. Das ist noch nie passiert bis jetzt. Das entspricht, glaube ich, auch nicht ihrer eigenen Das ist Philosophie. nicht dein Bier Sie dort, nüchtern Fall. oder du Ich habe gesagt, nüchtern? halbwegs. Ah. Ja, ich glaube, sie. Ja, mal, wobei der Sänger hat vorher relativ nüchtern gebücht. Wenn er sich jetzt, und er hat, glaube nur irgendein Gatorade und 2 zuckerfreie Red Bull hinter dem Merchstand gehabt. Also, wenn er, ich kann nicht ausschließen, dass er eine Flasche Whisky drin hat, aber ich nehme an, dass ich schon 40 war und vielleicht sauft er nicht ganz so viel. Er ist Australier, also wahrscheinlich. Ja, Erst recht. Trotzdem. Punkt, der, ist einfach gar nicht, der kann gar nicht nüchtern sein. Also in Physisch. Australien? Ja. Nein, sonst auch. Also sicher Ghost Inside, Heaven Shall Burn sagen noch gut, nicht gehört. Gar nicht so schlecht, ja, gar nicht so schlecht, wie der Bella immer sagt. Ja. Ja. Was ist noch? Insanity. Hey, einfach, heute habe ich eigentlich das Problem, dass keine Band kann skippen kann. Ich habe alle Bands geskippt bis jetzt, die nach uns gespielt haben. Gut, das sind auch noch nicht so viele gewesen. Ja, Immerhin mindestens 2. 2 schon mal. Ich habe euch, glaube ich, ziemlich direkt wieder abgeholt, nachdem wir kurz aufs Leben klar gekommen sind ja bis dahinter gekommen. Also, was ich muss sagen, exorbitant price must diminish. Der Ja, die schießt mir eben an. dass Der ich- Bassist, ich muss ja nachher sagen, ich habe das Video gemacht, seine Gesichtsausdrücke. Insane. Ja, die sind Oben eh- raus. Die sind grossartig. Insane. Was oben raus? Am oben raus spielen sie. Das würde passen, aber ich weiss nicht, ob sie dort spielen. wahrscheinlich Oben nicht. raus, wie seine Face-Expressions Ja, sind. insane, seine Augen. Und ihre High-Kicks. Es ist einfach Wahnsinn. Seine Ja, Augen die Band poppen ist praktisch grossartig. raus, Alter. Das ist insane. Das ist aber nicht Gore-Grind, das ist richtiger Grindcore. Richtig. Original. Ja, Was ist der Jetzt, wenn wir Unterschied? 4 Profis da haben, was ist der Grindcore ist Unterschied? viel langsamer und man tut so im Kreis dazu tanzen. Grindcore ist Grindcore ist langsam. langsamer. Du meinst jetzt Slam. Nein. Grindcore ist eigentlich einfach ultra überschneller Hardcore. Ja, und Oder ich habe ja Death Metal. gesagt, Gore-Grind ist langsamer Ach, sorry, und ich man habe Grindcore tanzt im verstanden. Kreis. Excuse. Ja, sorry, was Und der Brian sagt. Grindcore ist ja eigentlich eine Mischung aus Death Metal und Hardcore-Punk. Also man schießt am Boden. Und Unterschied Ja. zwischen Gore-Grind und Slam? ja, Ja, Slam Slam hat ist noch noch das langsamer. Ah, der Eier... Ja, genau, der Teabagger. Teabagging, ja, Ja. genau. Slam ist schon langsamer und du tanzt langsamer im Kreis. Ah, Richtig. Tipptopp. Ja. ja. So wie eine pagane Zeremonie. Genau, da gibt es ja auch Bands. Der Unterschied dort ist, es kommt nicht so auf Geschwindigkeit drauf an, sondern es muss einfach irgendjemand ein Trinkhorn dabei haben. Man spielt Melodien, die man geklaut hat aus Finnland und tanzt Ja. so im Kreis. Ja. Ich habe eine dumme Ich muss Frage. schnell etwas Es klären gibt mit keine dumme anderen Frage, es gibt Bands, die nur dumme wollen Antworten. Ich gehen. garantiere, du Was bist mache ich? Ich bin gerade wieder Das da. ist in Ordnung. Ich habe dafür eine dumme Frage. Rein.
Was ist der Unterschied zwischen Slam Poetry und Grindr? Nein, ich habe keine Antwort. Slam sondern Poetry weil und wir es Grindr, gerade das ist eine gute Profis Frage. Was haben. ist Slam Party? Der Unterschied zwischen Slam Poetry und Grindr. Nicht Slam, Entschuldigung. Nein, Slam Poetry und 2 Grindr. Sekunden nicht zugelassen. Slam Party. Slam Poetry. Meinst du Slam Poetry die App oder Slam Poetry das Konzept? Und meinst du Grindr die App oder Grindr das Konzept? Grindr die App Ja. oder das Gerät. Ja. Und Slam Poetry Bücher und Präsentationen. Also Slam Du kannst Poetry das kann ich auch, per se eigentlich schon mal... würde ich das gerne vom Geisteswissenschaftler hören. Du kannst mal ruhig sein. Okay, also gut. Ich bin Geisteswissenschaftler, das ist das Gute. Ah, du auch? Ja, Was aber er bist hat einen du? Doktortitel, ich habe noch einen Bachelor, Ja, darum Doktor, selbe please, Doktor. deine Satz. Ich bin Software-Tester. Ja Egal, gut, ich bin du. Informatiker, das ist nicht der Punkt. Aber jetzt beantworte bitte die Frage. Also Grindr ist der Typ, den wir dabei haben, oder? Dem sagen wir Grindr. Ja, aber das ist noch ein anderes Thema, das ist schon ein GIMP. Aber der Unterschied von ihm zu Slam Poetry gibt es eigentlich nicht. Er ist die Verkörperung von Slam Poetry. Ja. Das Epitom, er ist Slam Poetry made. Ich gehe schon. Ich glaube, der Bella will etwas sagen. Cool. Ich kann IPM-Die abholen, wir kommen da hin und dann können wir eigentlich einen fliegenden Wechsel machen. Ist das gut? Ah, jetzt können wir es trotzdem, hä? Ja. Jetzt können wir das Interview abbrechen, jetzt haben wir gleich die Nein, Band. nein, jetzt hast du gesagt, du musst weiter schnurren. Ich kann jetzt da rein, Kollege. Ich habe nie gesagt, ich muss weiter Das Ding schnurren. ist, ich Aber kann du dich willst, da schau, sie haben rein. etwas Besseres gefunden. Nein, wir haben nicht Nein, etwas schon Besseres lang. gefunden. Wir Es haben ist jemand auch nicht anderes etwas gefunden. spät. Luki, Hey, Luki, kannst du meine arbeiten? Du bist Frage nicht ist, schlechter, du bist nur wann anders. kommt der K-Defekt Podcast raus? Und Gute bist Frage. schlechter. Aktuell habe ich... Die erste Bella, Folge über dich. hast du sicher vor 2 Jahren schon aufgenommen. Nein, noch nicht ganz, 1,5. 1,75. Hey, ich kann vielleicht jemanden, der es schneidet. Aber er hat bis jetzt noch nicht zugeschrieben, ob es dann möchte schneiden. Reden wir von deinem Podcast? Oder Ja, von genau. was? Ich habe Okay. mittlerweile auch eine Anfrage für einen neuen Podcast. Ich mache einfach das. Er hat Aber sicher den Variante. Footage angeschaut und gedacht, so, das sind 24 Stunden Arbeit. Oder Poetry Slam. Pottery Slam ist noch ein Pottery bisschen... Slam. Pottery Slam. Genau, das ist, wenn du... Das ist, wenn man einfach ausrastet. Das ist, Nein, das ist der Elefant. Nein. Das ist, wenn du beim Wenn er Töpfer nicht so laut wenn du wird. beim Töpfer ein Schweinegeräusch machst. Das. Das Können wir eine andere Hobby. Neuverfilmung machen von dem Ghost-Film mit dem Genau. Patrick Swayze? Yes, please. Also, ich zeige das schnell. Wo ist die Backstage-Töpferscheibe? Weil ich wäre ready. Wir sind auch nicht im Backstage da. Ja, das Das stimmt. ist ein Backstage, ja. Was habt ihr als letztes gegoogelt? Ja, ich zeige Also jetzt. googelt weiss ich nicht, aber Also, erzähl. DuckDuckGo habe ich Force of Erzähl. Fucker, aber das haben wir schon Ich besprochen. finde das eine gute Interviewfrage. Ich muss den Bassist von EP Okay, also wir zeigen. schauen jetzt zusammen das Video vom Nutdale im Podcast. Ja. Und du kannst nachschauen, was du Ja, gegoogelt das sind hast. wirklich sehr gute Das Gesichter. ist insane, Hey, Alter. Das ist so eine gute ich Interviewfrage. suche eben nicht Energy einfach auf des Google. Todes. Wenn jetzt irgendwie kann für mich. Er sieht tatsächlich noch ein bisschen unhinged aus. Das Also, ist es- spannend. Aber die Chance Unhinged ist as extrem Er hoch, sieht aus wie der dass ich Sänger von irgendwie Knüppel, einfach noch gesucht habe, weicher. Und damit schreit er rein. irgendetwas über Playwright Automation. Sehe ich. Es ist Sehe ich. mega enttäuschend. Nein, Es nein, tut mir finde leid. nicht. Ja. Oder vielleicht auch das Line-Up vom Aber Grammy, absolut weil ich kann mir das insane einfach nicht merken. Ich habe eben einen Spick. Ich Wir haben da wär uns schon ein tot, Bändeli recht. Wir sind auf mit dem Filmen gewesen. Und ich so die Timetable. ganze Zeit, shit, ich muss andere Leute auch filmen. Ja, ihr nicht. Gell, du weißt schon, dass sie gleichzeitig geredet haben wie mir. Das Mama heißt, du Lea, musst hast du den geschaut? Podcast jetzt zwangsläufig müssen schneiden, ausser du willst wirklich einfach 4 Leute gleichzeitig am Reden haben. In Aber zwei das ist kein total Problem. unterschiedliche Unterhaltungen. Das ist Ja. kein Problem. Das passiert gerade Der auch. Luke und ich können manchmal auch 2 total unterschiedliche Unterhaltungen zu zweiten führen. Ja, das ist so. Das funktioniert Nein, auch. wir können es nicht demonstrieren. Weißt Ja, du, sorry. wie Jugendliche können nicht lernen, ohne dass sie irgendwie einen Dungeon Runner auf die Seite erscheint? Ist gerade gut Genau, für das stimmt. Second Screen Conversation. Ja, voll. Das ist. Ja. Das ist Jetzt halt so. nimmt mich noch Wunder, liebe Leute, ihr habt ja jetzt einen riesen Gig gespielt, wahrscheinlich einer der grössten von eurer Bandgeschichte. Nein, oder? nein, mit Abstand der grösste. Ganz Bis klar. jetzt. Die Chance ist nicht schlecht, das größte ist von unserer gesamten Bandgeschichte. Was habt ihr denn geplant in naher Zukunft, abgesehen von Unearth? Hey, Pause. Ah, okay. Zuerst mal auf den Lorbeeren ausruhen. Ja, nein, also wir haben jetzt nicht in 2 Wochen schon das Konzert. Ah, nein, nein. Nein. Sondern in 4 Tagen, Unearth. Nein, das nächste Konzert nachher ist das ICU Festival, wo wir, Stimmt. ich weiß gar nicht, ob es jetzt alles bestätigt ist, außer Philias, I, Chevret und noch ein paar. Ein paar, ja. Joke Damp, Ah, ja, stimmt auch. die ja. freue mich sehr. Und ich weiß nicht, also auf das freue ich mich mega. Und dazwischen machen wir sicher mal 1-2 Wochen Ferienpause. Mhm. Dann, ich weiß gar nicht, was haben wir alles vorgehabt? Also im Herbst gibt es noch ein ganz spezielles Konzert. Oh. Ist das schon bekannt? Oh. Von was redest du? Von Feuerwerk und Jubiläum und so.
Aha, ja, also das Jubiläumskonzert, das wir noch nicht offiziell kommuniziert haben. Eben. Das Ist das der Druck, dem Darum Fall? habe ich es nicht wollen sagen. Nein, wir haben es schon lange offiziell Date? kommuniziert. Ja, also am 26. September, nur weil es verschoben wird. Das ist jetzt einfach, ich weiss ehrlich gesagt nicht, Es gibt jetzt... keinen, ist die Antwort, weil wir es Genau. verschoben haben. Ah, okay. Alright. Kommt dann schon. Ein Aber das- spezielles Nicht-Konzert. Ja, nein, es war ein spezielles Konzert gewesen, weil wir das 15-jährige Jubiläum haben das Jahr. Jetzt haben wir es aber müssen verschieben aus Gründen, die wir noch nicht offiziell kommuniziert haben. Und ich weiss nicht, ob wir kommuniziert haben, dass es verschoben wird, aber falls irgendjemand das jetzt so erfährt, well, sagst du bei mir. Aber ihr findet all die Informationen auf Insta, follow, like, subscribe. Und Wie ist der Handle? www.instagram.com/. Was er sagt. Perfect. Wir haben übrigens wahrscheinlich auch einen TikTok-Account. Auf jeden Fall bekommen wir immer Schon? Mail. Wir bekommen alle 3-4 Wochen ein Mail über, dass jemand etwas von uns geliked hat. haben wir auch so einen Telegram-Account, wo wir all das Zeug machen können, wo wir nicht wollen, dass die Regierung sieht. Ja, nur zum Drogenkaufen. Wir haben einen WhatsApp-Kanal, sind ihr aware von dem? Ja. Ja, Sehr gut. wir haben allegedly auch ein Facebook-Profil, ja. Von TikTok bekommst du auch so E-Mails, wo «This person has watched your profile». So wie «Wichser, die nicht liked». Jesus. Und wir bekommen einfach glaub, wirklich literally jedes Mal ein Mail, wenn jemand etwas von uns liked. Und Ja, das das ist ist abstellen. nicht... Ich habe es Und wir abstellen. kommen sicher einmal im Monat ein Mail über. Eben, ja. Nein, ich habe das Gefühl, schnell haben wir schon das Mail bekommen. Nein, aber es ist VIP Also, dass die Happy Hour. Mail-Benachrichtigung noch nicht ausgestellt ist, Hey, sagt nein, alles. Moment, Big News. Es ist VIP Happy Hour im Foodautomat im Büro. Und ich habe eine Rechnung bekommen von meinem Hausarzt. Ich habe eine wichtige Frage. Ja. Wenn ihr als Band würdet viral gehen, was wäre euer Guess, mit was ihr viral geht? Hey, nichts Gutes. Mit dem Podcast, ganz klar. Also entweder will irgendein Song Ah, sorry, von uns- das war nicht die Fortsetzung von seiner Antwort. Nein, realistischerweise, entweder will jemand von uns irgendein Song von uns bei TikTok hinter irgendein grauenhaftes Video geleitet worden ist und das einfach mega viel geschaut und die Leute nach dem Song gehen hören. Oder will ich irgendetwas, und sind wir ehrlich, irgendetwas so daneben irgendwo gesagt habe, dass der Shit viral geht. Aber ich glaube, das interessiert die Leute zu wenig und ich bin doch meistens... Also mehr wegen der Gerichtsverhandlung, die nachher folgt, oder? Fix. Ja, entweder das oder irgendjemand von uns hat den Pimmel draussen zum falschen Zeitpunkt. Aber also, das sind die wahrscheinlich viralen Momente. Irgendjemand von uns, Sevi, wir dürfen sagen nicht wer. Ja, die anderen außer du können immerhin hinter der Gitarre verstecken. Ah, nein, ich meine nicht auf der Bühne. Ich glaube, nur wenn man den Pimmel auf der Bühne draussen sagt, geht man nicht viral. Ich meine wirklich Nein. unpassend. Okay. Das ist einfach ein lustiger Dienstagabend. Also, am Dienstag spielen wir übrigens für Anna. Deswegen, das wäre eine gute Übergang. Möglichkeit. Ja. Also, wenn ihr die Pfeifeli-Action vom Sevi gesehen können wir Unearthed schauen. Ja. Gibt es einen Propeller? Das lange nicht. Nein, wenn wir schon über virale TikTok-Musik haben, ich kann nicht mehr den Saxophon-Song hören. Immer wenn der Lara neben mir irgendwie Insta-Reels am schauen ist, jedes dritte Video hat einfach ein Saxophon-Lied. Alter, ich habe Wisst ihr, was ich meine? Nein, ich Oder habe bin kein crazy as TikTok und fuck? Instagram habe ich den Ton immer abgestellt. Weil weiss ich nicht. siehst mal im Sofa am Chillen, ich bin in der Küche etwas am machen und ich höre den fucking Saxophon so wie, nicht schon wieder. Singen mal für uns. Ich weiß nicht, wie der geht, aber es ist einfach, Trauma. es ist ein Trauma. Der Ja. Name vom Sehe Handy ich. laufen, ich weiß wirklich nicht, was es geht. Es ist doch sicher der... Meinst du, es ist George Michael? Copyright Ja, in genau. Ist es George French. Michael? Careless Whisper. Nein. Da gibt es übrigens ein gutes Grindcover davon. Es ist für so ein Trauriger. Careless Whisper ist mega traurig. Saxophon Ballade. TikTok-Song. Getting louder. Der da. Siehst du, mit so Scheiß kann schon viral gehen. Ja, ihr seid halt schon alt. Genau, das ist schon geil. Das Ich ist höre richtig. den sicher schon zum 1000. Mal. Und jede dritte Video. Und es ist immer noch Hühnerhaut. Das bringt mich zur komischen Musik. Kennt ihr Knower? K-N-O-W-E-R. Nein. Okay, schaut das Video und hört The Government Knows. Es ist 10 Jahre alt, aber es ist einer der besten Songs, die ich je gehört habe. Ist so wie Igor. Was? Ist so wie Igor. Nein, es ist mehr wie... Gute Frage, wie ist es denn? Entschuldigung, wir sind da gerade am Aufnehmen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Justice, Ah ja, wichtig für euch. Wir haben einen Fusion Freundschaftsbuch, Jazz und Crack. Geil. wo ich gerne auffüllen sollte. Als wir erste ein Foto? Band. Als allererste Band Allererste darf Band. ich eintragen. Ja, Bella. bringen wir dienstags. Bella, wir müssen das Wir Foto müssen auch machen. das Freundschaftsbuch warten. Okay, wir müssen es da machen. Also, Okay, wir wir stoppen stoppen. den Podcast. Das wird ausgeführt. Tschüss! Und ja, das war kein Effekt. Können wir noch, Gang dürfen wir arbeiten, zum bye. Abschluss etwas sagen? Sicher. Ja. Soll ich sagen etwas? Etwas. Danke. Yeah! Ladies and gentlemen. We are back, yes, and we speak English now. Okay, now I get it. We have a very cool band here from
partly the French-speaking part of Switzerland with the super name Exorbitant Prices Must Diminish, EPMD. Yeah. It's very cool that all 4 of you have the time to come by, and we and our heroes would like to know, who are you guys? Let's start here. Oh wow! I was hoping for the opposite. My name is Leo, and so I play guitar in EPMD, and that's about it. So, I mean, what about you, Maxime? And you play in quite some other bands too, right? Yeah, Leo? I've got some Come other on. bands. Yeah. Right. Tell us about it. I have got Kakwetarazi, it's my brutal death band. I've got Grotesquerie, it's my death grind band. And we've got Nasty Face with Smith together as well, which is Gold Grind. But your best death metal band is EPMD. Of course, yeah, of course. Just to clarify. Yeah, Maxime? Me, I'm Maxime, like Leo just said. And I'm the drummer of EPMD. And I also play in other projects like Nostromo, which is a more hardcore, metalcore band. Also Convulsive and other projects more into the improvised and experimental music and noise stuff, yeah. Nice. Yeah, and that's it. I'm Smith, and I'm not Swiss, but been living here for quite a while now. And Soon. Actually, yesterday I had to have my second interview for the Schweizer Bürgerschaft things. Oh, wow. Yeah, that was quite funny. They asked me the same questions again, and I answered them in exactly the same way. Maybe not a good strategy, but yeah. So yeah, I'm the Brit in the band, but I've been living in Bern for like 7 years, in Switzerland for like 12 years, and we started the band pretty soon after I moved to Switzerland. So it's been going for a long time, but we didn't do anything for the first years, basically. Are you the only founding member remaining? No. So Leo, Max, and me were all in the first lineup. It was a different singer. Yeah. And Alessia, so we had kind of, the beginning of the band was just going through different singers and trying to find the one. And I think we had 3 or 4 different singers. And then, our old singer, Matteo, he was in the band for a bit longer. He fit a bit better. He makes great wine. Yeah, he's a wine grower in the Vevey area, and at one point he just said, I can't do it anymore because he's so busy with the wine growing, especially in summer. Festivals are like very impossible. Stereotypical from someone from the French part of Switzerland. Yeah, indeed. And so he said basically I have the feeling you want to do more and I can't do it. So he said, I think you should look for somebody else. And then Alessia joined us. That was 4, 5, 6 years ago. That was like COVID. 6 years ago, no? When was COVID? So it was before COVID. So it was in this time. 6 years, yeah. And then that's when it really started to happen. At first, it was just a replacement. And then they asked for definitive. And you said yes. Yes. Can you stay with us forever, please? And ever. It is obviously a match because it sounded great. It sounded amazing. So Alessia, you can introduce yourself to finish off the Fair row enough, because fair I enough, just went off. So I come from the Romandie part in Neuchâtel. But now I moved in Geneva. I am also Mexican. Mexican and Peruvian. Yeah. And I have also other bands. Death metal band, who was my first, who is still my first band, Murge. And also I play in also kind of a noise improvised band called Tsitsi Mime with another mate, Andrea. And we do electronics and death metal vocals and a lot of Aztec instrument. And I also used to replace some singers in bands. Malfas, I remember. Oh. This one and Store Train 2. The kind of... Train 2? Store Train? Yes. Nice. Yeah, they called me 3 days before a tour. Holy shit. And I stupidly said yes. But it was a great experience. So I don't regret any of this. And it's been fun. Yeah. So I would like to ask you guys, you had 2 releases. In 2 years ago, there was the album. And 1 year ago, it was the split with the Shit Brains. And
if I read the song titles, I see that you somehow have a relation with Swiss retail shops. Could you tell me That's one way how of that putting it, comes? Like PicPay or Denner, or everything is mentioned somehow in your songs. How did that come? Because of the name of the band. So the name of the band is a song by a band called Disrupt. And we just thought it was funny as a band name, that's all. But then it became a whole thing about like cheap supermarkets. And I don't know, it's kind of a metaphor to criticize capitalism, I guess. It is, yeah. Something in this way, I don't know. It's kind of smart and kind of dumb at the same time. I don't really know. Yeah, it's a bit sort of tenuous to explain it, but it's like when we first started, like I said, we had a different singer who, like, for him, like, English was his like second or third language, and he kept proposing like really terrible band names. Right. Like, give me some. I will not. I refuse. That's a secret. Like Fauci, I'm going to take the Fifth for Amendment. example. I'm going to take the Fifth Amendment on this. I will not. We will be cancelled. I will not. No. Bullshit Empire, you mean? Bullshit Empire. Yeah. Something like total fucking bullshit was one of his ideas for a band name. Grammatically and just about language, totally incorrect. But like, there's this typical thing from like the grind scene since years, I guess, to name yourself after like a track by a legendary band. You know, like all the bands named after like Naked City songs or Napalm Death songs or whatever. Yeah. And we thought the funny thing about the Disrupt song, Exorbitant Prices Must Diminish, it's like it's a cool punk song, but also like for a Swiss band, it kind of has a different layer of meaning with that. And at the time, like some of us were living like pretty fucking punk life, like in houses with no electricity or like no windows and stuff, and no heating system. 3/4 of the band has been living in squats, in really shitty squats. So, so it's a bit like, but also on the other hand of that, when you tell somebody like you're in a punk band and you're from Switzerland, they're like, what? Like there aren't punks in Switzerland. You're all rich. Like, what the fuck? You know, like so it's about this tension between like, you know, living in one of the richest countries in the world, but kind of still being a shitty punk, and also then EPMD, the hip hop group. That's another layer to it as well, because like, you know, Eric and Parrish Making Dollars. It's a very capitalist name for it's a legendary New York hip hop band. Oh, cool. And we love them too as well. We listen to Disrupt, but we listen to like 90s hip hop as well. So it's a bit like kind of covers. Yeah. If you come to the van with us, we listen to so many different music. Some really terrible music. We love it. There is the no grindcore rule. For some hours before the show, we don't listen to any grindcore. No distortion in the van ever. Yeah, just clean music. Always. It's just like a contrast you need in life, right? Absolutely. Exactly. So you have like an ironical, like I forgot the word, like an ironical concept with the band name, the origin. It's not only ironical. It doesn't have to be completely like second degree and kind of like funny or completely serious. It's in between. It's more interesting if it's in between. Yeah, smart dumb is a really good. We take like politics very seriously. We are in a spectrum. Yeah, exactly. We are on a spectrum, definitely. But yeah, we take politics seriously, but you can't be 100% serious when you play like 1 minute long songs and you play just noise all the time, you know. But yeah, we do take politics seriously, for sure. And we like the approach of kind of caustic humor into it with the lyrics. I mean, it's one of those things, obviously, like everybody wants to tell you like grindcore has to be political. And, you know, like grind is protest, like Agathocles. And like, I get that. And obviously that is the foundation of the thing. But also like, for us to be like a really preachy band and to talk about politics in that classic like 90s crust way, even like the way Disrupt do, it's a bit, I don't know, it kind of lacks nuance. It's a bit like, I'm going to tell you what it is. I'm going to tell you, exactly, preach to you on a moral level. And that also makes us a bit uncomfortable. So maybe sometimes the humor is a little bit of a fig leaf for us to talk about politics, but also kind of not really talk about it. It's a way of putting like the seed and let the flower just grow by itself, right? Yeah, and instead of criticizing things harshly, to rather more like satirize things and kind of mock them a little bit, you know, rather than being entirely mean about it. Yeah, you can write another song about hating capitalism and fascism, but you can also say something a bit different and a bit further about that. I don't know. Of course, we do hate fascism and capitalism, but you can say more than just
something easy like that. I don't know. Last year, you've been on a US tour. It was a full US tour, I think, with the Shitbrains, the ones you Split EP played with. How did that come? Because I always hear from Swiss bands, it's so hard to get to the US, like the ones that headlined 2 years ago here. 2 years. 2 years ago. Carlos in the band. Breakdown of Sanity have been a huge Swiss band, and they only played 3 shows in the US in their whole existence. So you just did a tour. How did that come? Did you do all by yourself, or well, it's a bit different, like because like we're operating on a really DIY level and stuff, you know, and so the whole system is a little bit different, and you know, it was very typical stuff. Like a few years ago. Shitbrains were in Europe, like 2023, was it? And we did a tour and we played a few shows with them. And then the next year they were back in Europe, and one of their gigs got cancelled, and we hooked them up with a last minute show in Switzerland. And played with them and brought us our gear. And we were talking more and more and blah, blah, blah. And then it's just, that's kind of how things happen in the DIY scene, is like if the personal connection with certain people is good, then things will happen. And so like we went away afterwards, and then a few months later, I emailed Emmy being like, should we make a split? And she was like emailing me back and being like, well, should we do a tour? And then it's like, well, could we do both? You know, and I mean, they did the exact same thing a few years before that with Controlled Existence, like some friends for us from Czech and Slovakia, and that's kind of how it works with the underground scene. Is like we just hook it up together and then just say, well, should we try and do it? And then, you know, you got to come through. We owe a lot to Shitbrains for that, because they organized everything. Yeah. Like they're from California, and they organized like a 2 weeks tour for us, and it was amazing. That's and crazy. Yeah, that's the magic of DIY. We're not a big band. We don't play big shows, but we could play 16 gigs in a row in the US, and we owe them a lot for that. And then just a few months ago, we invited them back, and then it was like the second leg, and then we did a 2-week Europe tour. Played it was based around Grind the Nazi Scum Fest in Germany. We started in Switzerland, and yeah, that's how it is. It's like, let's make a split, and then we'll do a tour, and then we can try to sell the tapes and the records on the road. And then back in Europe, they did a European press of the split, and yeah, cool. That's kind of the modus operandi for the whole thing. Yeah, speaks wonders for just human connection, just being chill. Being a good person, right? Yeah, and there's nobody else involved, you see, because it's like we don't have management and nobody has any of that stuff. We don't have like connections to big labels, so that's how it's either that or it doesn't happen. Our only connection would be to Lixivat Records, because they are good friends of us, and we help them in some way organizing the Lixivat festival. For example, Smith and I, we did help for benevolent stuff, but also for the interviews. And everyone contributed to the lineup. You played, what, 3 times? I played every year of the festival. Yeah, every year. I've never played the festival. So yeah, it's been really great. And of course, they offered us to issue our album. Yeah, Lixiviat did the European press, but like already there was a US label, like another friend, like who basically said he would put it out. So there was like the US press for the tour, and then the Euro press, and then we did the second leg of it, and that's pretty much gone now, right? It's all sold out. And also some guys really lost in the deep forest of Canada, Scumlord, no? Oh, yeah. This guy wrote, I want to do tapes from you. And, we said, yes, okay. So we have tapes in Canada. Yeah. Awesome. The magic of DIY. He made like 100 tapes, and he sent us a box with 50 of them. He sent half of them just to us. That's crazy. And I was watching you at the Post Squad in Zurich last November or October with Treffening, yeah. And I bought a cassette of your Split EP there. Yeah. And I listened that was to left over from the US tour. So and that's like not on any label. That tape was literally... Shitbrains made that. That was just like a DIY tour tape. They made 200 of those tapes. We had to fold every leaflet by hand, okay? I saw it. True story. True story. That's awesome, because after that concert, I went home, and I think it was the longest concert you've ever played, 45 minutes.
in Switzerland. 45, I don't think so, but 30 minutes would be the 35. maximum. It was 35. It was definitely longer than 30. I remember every single song we I'm have. sorry for that. Like all that we know. That's like, wow, 4 albums here. It's like the whole split plus the whole album. It's like 26 songs plus 4 songs of the. We did 4 songs of the I think demo, we did 30 songs. That's great. Because I was there and I was like, fuck me, it's the best concert ever, but it takes so long. It's awesome. Never seen a grindcore band except Napalm Death playing so long. And I loved it. Bought the cassette, went home, listened to it, and I thought to myself, that have been the angriest 12 minutes of 2025. And for that, I would like to present to you now the Metal Cerula Award of the Year. The golden sausage. My choice. Yeah, gold is metal actually. Thank you so much. Well, thank you so much. That's Thank you very amazing. much. We have to rename it to the Golden Sausage. The Golden Sausage is amazing. That is way better than. So you're Brian. Yes. Way better than the Metal So Cerula. Thank you so much. Brian is our gore grind specialist, and he And grindcore. he tries to explain I us see your hat. grindcore, slam, like what's the difference between those types, because you're more new metal punk. I am a hip hop, new metal, pop punk kind of girly. I'm the like metal death and hardcore like mix. So we like really have a contrast of different. We heavily rely on Brian to get us into the grindcore scene because I slowly start to understand the music. Yeah, definitely. So Brian sometimes you have it sends us covered songs. with the 3 of you. You got it covered, right? Exactly. Brian sometimes sends us songs, and then I'm just ask him, see, it's like half a minute, so it must be a grindcore song. I mean, like 5 minutes before you guys came in, he was explaining to us the difference between grindcore, slam, and gore grind. Yeah. Which was pretty interesting. But I was asked to. Yeah. So I think we're out of time almost. Oh, yeah. We have another 5 minutes. Oh, that's perfect. I would like to know from you guys. You did some tours in Europe and the one in the US. What's coming up next for you? Can we say no? We are is it an going exclusive? to Canada this year, next year. To visit Scumlord. Huh? To visit Scumlord. Exactly, yeah. Actually, no. We're going to be on the opposite side. Yeah. I thought the lore thickens, right? Yeah, no. So the US tour last year, we finished with 3 shows in Canada. Okay. You know, like on the Vancouver side. In the west coast of Canada. This year we're going to do the east coast and see our friends from the French part of Quebec. Sick. Yes. Soil of Ignorance crew, like it's a Ear Slaughter Fest in Montreal. Like Yes. a friend of ours called Mick organizes this Also, fest. we're going to write new music. Yes, It's time that we write new music in the next month as well. Yes. So Yeah. it's a thing we need to do. There are already some songs. Yeah, They already already. started. Yeah, true. Sounds good. Yeah, And also, No, vas-y, vas-y. we want to plan a weekend in Switzerland with Jakob Say. So maybe it will be in March or maybe later, we don't know. But for the next Swiss gigs in 2027, it will be some of them will be with Jakob Say. Awesome. Are some gigs in the Zurich area planned? We really would like to. Okay, perfect. Because Zurich sometimes is more difficult to play grindcore. Just okay. So Zurich with Jakob Say could be. But really we like amazing. also to play in foreign very difficult places like Uri. We played Uri, 2 times yeah, in 2 times. Uri. Played Altdorf 2 times. Yeah. So if any countryside place I want wants to go to Appenzell next. Appenzell is the next goal. Yeah, I think so. Someone Liechtenstein. doing gigs in Graubünden. Appenzell. It won't make sense for you guys to cool. play in Heide. What is Heide? It means Heathen in German. It means what? Heathen. Heathen. Yeah. Where is it? It's in Appenzell. All right. So, Okay. yeah, it will make sense. We should play the Heathen. Yeah, definitely. we should play with traditional instruments and do yes. some folk grindcore. And wear horns. But we haven't asked you like the most important question because we're at Open Air Granichen. How did you enjoy the show? Yeah. Was it good? Did you have fun? Yeah, a lot. It was very much hot, so. but yeah, very cool. I've been stung by a wasp when I was playing. Yes. Like a fucking wasp. Show me on my arm. thing. His arm is huge now. Look. I dropped my pick because I was, oh my God, what was happening to me? And, I'm so At some fucking point, sick. I look at him. I was like, "Wow, he's moving!" And actually, I it was not. I was in fucking pain. I wasp. was just in pain. That's all. Because you will see, he's not really moving. It's because really he's inspired by Jackie Lawless and the band Wasp.
Ouch. That one came flat. No, but I saw you guys today for the first time, and I gotta say, Smith, your facial expressions, legendary. I had to take a video only. So first I made a video of the whole band, and then I was like, shit, I have to show the rest of the band as well. So I was like, afterwards I made just a video of you and sent it to the guys, like, dudes, like this is amazing. I have to send you. We have a collage of all Smith's face expression on stage. It's really great. That'll be amazing. Yeah. So you can make memes. Which stage of Smith are you today? It's a bit of a running gag because, like I used to play like just drums in bands, like a lot more and stuff. And back then, everybody always used to comment on the faces, with Gents and Castrated and Reth and EDT and all. And they were, it's something I literally can't control it. It's the same when I was playing drums, like when I change tempos or times, I can't do it. And my bandmates used to mock me for it. They would be in practice. They would be like, just play that bit again, like from the blast into that. I couldn't do it. I could not keep my face still. And it's the same. No, but it's super hard. No, guitar and bass face is a real thing. Yeah. It's I can assure that it's not voluntary. Yeah. Sometimes when your fingers do stuff on a guitar, your face just has to move with it. Otherwise, you can't play the riff properly. Yeah, Leo does a thing where he kind of does a bit like some of the jazz guys you see. He does a little vocalization, and when I'm recording him, I move my lips, but I don't even notice you're right. I don't even know. You make a tiny noise though as well. You go like. You like scat singing the riff. You know, if you want to see his best face, you have to watch the video of Austin Extreme 2011. He was playing drums with the Afternoon Gentlemen. He looks like the Jesus in South Park. That's his best face ever. That's amazing. Afternoon Gentlemen 2011 in Austin Extreme. I swear it's my favorite. But there is a possibility to control the face, but I have to say it's really hard because when I had to replace in a store train at Belfast, they said, "No smile, Alessia." I was like, okay. And sometimes I pop up a smile, and that's where they take the picture, and they're like, "Ah!" You have brought shame upon our black metal band. No, but I think that's just an authentic reaction of what you're feeling at that moment. So it's pretty cool. Keep it. It's his fault. As soon as it's fine, and then as soon as the blast beats start, I'm just like. And it transfers the energy even more to the crowd, so Absolutely. it's perfect to do so. Yeah. I like bands who smile a bit on stage. Don't pretend you're all like brutal and dark and shit. Nobody's brutal and dark. Hungry music, but really happy attitude. Yeah, we're not gangsters, you know. It's Word. Hey, I would like to thank you guys so much for your time. Thanks to you. And Thank you. please take the award home to your band room. Thank Give you it so a much for nice the trophy. place. We can put it next to all the Magic Bloods trophies. Oh yeah! There is a trophy of Taiwanese combat sport. What's the Badadan thing? Badadan? No, Badadan means better than in Jamaican slang. It's a sound clash. It's like we share a practice room with like a reggae sound system, Yes. So it's not and they kind have of like a mixed. bunch of trophies from when they won sound system clashes. Yeah. Like even they went to Jamaica and did sound system clashes. So now we and, have our trophies. So now we can put it Finally. amongst theirs and be like, I thought it was like some sports trophy. No, for real. It's so funny that they do. No, it's Sound system reggae is competitions, sport. really. Reggae competition. Reggae competition. Yeah. Sound systems. Who says Babylon the loudest? Like, Right. Which one of them? Gents, Which one of them? Thank you very much for your time. Thanks to you guys. Yeah, thank you. Thank you. Have a good Great time pleasure. and a nice gig in the Czech Republic tomorrow. Thank you. Yeah. In Thanks a lot. Shadow Thanks to you. Festival. Ja, wir sind zurück. Nach dem Welschen Grindcore kommen wir zurück wieder in die Region, wo uns bestens vertraut ist. Ich glaube, sie sind von Vinti und sie heißen Hathors oder Heathers. Sagen wir mal, wie heißen ihr, von wo sind ihr und was machen ihr für Musik? Und seine Stimme tönt immer so, er versteht sie nicht. Wir sind Heathers aus Winterthur. Genial. Ihr seid der Dominik und der Mark. Ja. Yes. Ich habe reingelassen vor dem Festival in euren Sound zum ersten Mal wohlgemerkt. Und ich habe gedacht, das sind für mich die Swiss Foo Fighters. Was sagen die jetzt zu dieser Zuschreibung? Das ist ein liebes, mega super Kompliment. Ja. Danke vielmals. Ist ein bisschen überbewertet, aber nein. Wir lieben Foo Fighters über alles. Dave Grohl auf jeden Fall. Von dem her, danke. Also ich habe es vorher einen Einfluss. Ich habe es vorher dort hingehört auf der kleinen Stage, also auf der Sounderia Stage, und ich muss sagen, es hat nicht so grob nach Foo. Also außer der Dave Grohl würde sich allein die Kokos hinterziehen und dann
noch mal ein paar Songs schreiben. Aber Das machen wir also nicht. Das machen wir also nicht. Ja, nein, ihr braucht es nicht, aber der Dave braucht es wahrscheinlich. Aber wie würdet ihr dann euren Sound dann besser beschreiben? Schwierig, ich meine... Ja, es ist ein Mix aus vielen Sachen natürlich. Es hat mega viele Einflüsse. Noise Rock sagt man dazu, man kann Alternative Rock sagen. Ja. Es hat auch Grunge-Einflüsse sicher. Ja, genau. Darf man an einer Schweizer Band Grunge sagen? Das ist eine philosophische Frage, genau. Ja, ich glaube, das hätten wir noch. Aber wir mixen eigentlich Punk, Hardcore, Metal, Rock, auch ein bisschen Pop und Psychedelic. Psychedelic, genau. Es sind ja einige Einflüsse. Was habt ihr so für Bands gelesen, die euch motiviert haben, zum den Sound zu machen? Das ist ja mega schwierig. Also ich höre ganz viele Sachen, also ganz viele verschiedene Musikrichtungen. Das kann eben die genannten Stile, die ich jetzt vorher schon erwähnt habe, sein. Oder es kann auch etwas elektronisch sein. Ich höre ab und zu gerne Jazz oder Folk. Alright. Genau. Genau, es muss auch gut sein und mir passen in dem Sinn. Aber wenn Bands nennen, ich bin aufgewachsen mit den Pixies, Sonic Youth, Melvins, Nirvana, Madhoney, viel der Sound aus Seattle. So, ja. Genau. Nice. Ich habe natürlich viele Einflüsse, vor allem auch von Drummers gehabt. Und das auch in allen möglichen Stilrichtungen. Genau, wir haben eigentlich vor etwa 17 Fragen, die wir sonst immer am Anfang stellen, übersprungen. Weil eigentlich fragen wir immer zuerst mal so, wie sind ihr, ich will euch schnell euch und eure Band vorstellen. Haben wir ja ganz kurz schon mal angeschnitten, aber wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr euch quasi, also dass ihr angefangen habt, so in die Musikrichtung zu gehen oder das Instrument zu spielen überhaupt? Das Instrumentspiel ist schon mega lang. Das habe ich als Kind einfach angefangen, es hat mich interessiert. Und dann ich habe auch andere Sachen gemacht, aber bin beim Schlagzeug hängen geblieben. Und das ist immer noch einfach mein Ding. Und ich habe ursprünglich Saxophon gespielt. Genau. Das heisst, er weiss, wie viel man Musik macht. Und ich bin dran, mich für eine Jazzschule vorbereiten. Habe mich dann aber umentschieden und gleichzeitig hat meine Schwester aufgehört, Gitarre zu spielen und dann habe ich ihre Gitarre in die Hand genommen. Und das war gerade die Zeit, wo ich so Nirvana, Pixies, Melvins und so entdeckt habe. Und dann habe ich einfach angefangen, das Zeug nachzuspielen von Nirvana und gefunden, okay, das geht ja einigermaßen. Und dann einfach auch angefangen dazu zu singen und dann eigentlich gerade angefangen Songs zu schreiben. Ja. Es sind aber auch die besten Songs zum Anfangen Gitarre zu spielen, weil das sind so genau das Zeugs, was ich auch gelernt habe am Anfang. Ich hatte zwar saumässig lang gehabt, um den Smells Like Teen Spirit Rhythmus am Anfang richtig zu spielen. Ja. Der hat mich aus dem Dings gebracht, aber ja, so Nirvana-Songs sind schon auch immer das gewesen, was am Anfang relativ gut reinkommst. Spielen heute noch alle Schüler auf der Gitarre oder auf dem Schlagzeug? Ja. Immer noch. Das spricht für sich, oder? Wir haben gesehen, wo wir uns ein bisschen versucht haben einzulesen in euch, was ihr schon gemacht habt. Ihr habt schon einige Tourneen gemacht, auch in den USA, oder? Ist das korrekt? Also in den USA haben wir zweimal sind wir als CMJ Festival. Okay. Das ist quasi ein Festival von den College Radio Stations in den USA. Gibt es mittlerweile aber nicht mehr. Es gibt ein Nachfolgerfestival, aber das ist eigentlich schlussendlich sind das eben die College Radio Stations gewesen, wo sich dort alle versammelt haben in New York und die haben dann einfach tonnenweise Bands eingeladen, um quasi neue Bands zu entdecken. Und dann ist das quasi wie so, einerseits hat man dort gespielt und meistens auch in diesen College Radio Stations gespielt worden. Geil. Und das haben wir zweimal gemacht, plus noch irgendwie 1, 2 andere Shows. In Harlem haben wir noch gespielt und noch jemand anders. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das sehr viel Geld kosten würde, um die USA richtig aufzubauen, was wir damals nicht hatten. Und dann ist es eigentlich auch bei dem geblieben. Aber wir sind sonst in Europa eigentlich gut umeinander gekommen. Wir haben eben England, Frankreich viel können spielen, Benelux. Und aktuell sind wir eigentlich hauptsächlich in Deutschland unterwegs und in der Schweiz und ab und zu noch. Zwischendurch mal noch einen Abstecher ins anderes Land, jetzt Österreich, genau. Alright. Das heute ist ja auch nicht euer grösstes Konzert, das ihr je gemacht habt. Ihr habt auch schon mal am Wacken gespielt, oder? Ja, das sind eigentlich ganz an den Anfängen. Also, wir sind eigentlich keine Metal-Band. Und dazu mal hat es ein Metal-Battle gegeben. Das gibt es, glaube ich, immer noch. Ja, das gibt es immer noch. Das ist immer noch. Und ich habe gefunden, wir spielen dort nur 20 Minuten. Wenn wir jetzt einfach die 4, 5 härtesten Songs zusammennehmen, dann kann man das so als Metal-Band präsentieren.
dummerweise haben wir dann das Metal Battle wirklich gewonnen. Und, weißt du noch, wer Konkurrenz war? Oh. Nein. Ist es eine Weile her, oder? Ja, ja. Also das war ja 2010 gewesen. Das sind wahrscheinlich auch alles Bands, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Ja. So wenn ich die Schweizer Metal-Band-Landschaft kenne. Ja. Die haben ja, das ist ein Running Gag, dass eine Band, dass es in der Zeit, wo du selber irgendwie ein halbes Jahr ins Ausland gegangen bist, deine Kollegen 4-mal eine Band gegründet haben und dann sie schon wieder aufgelöst haben. Ich könnte wetten, wahrscheinlich sind Expero und Rogerfrei doch dabei gewesen. Stimmt, ja, hast du recht. Ja. Und dann haben die den Metal Battle wirklich gewonnen, haben die Schweiz vertreten in Wacken. Haben wir vertreten in Wacken. Das hat sehr viel Spass gemacht, muss ich wirklich sagen. Das war einfach pumpenvoll gewesen. Und wir waren eine kleine Popelband, die irgendwie einfach so ein bisschen um Winterthur miteinander gespielt hat. Und ich glaube, das internationalste, das wir spielen konnten, war Olten. Neben Zürich oder so. Und ja, dort hat es eigentlich angefangen. Und das ist dann eigentlich auch, also der Typ, der das Metal Battle organisiert hat, also es hat dort 3 Runden gegeben. Es hat eine Runde gegeben, die erste war glaube ich in Bern. Und dann sind wir eine Runde weitergekommen und hat es geheißen, jetzt könnt ihr in die Westschweiz. Und dort haben wir wie heisst das dort, neben Montreux? WW. In WW, genau. Rocking Chair heisst der Club, glaube ich. Da haben wir dort gespielt. Und dort ist dann unser Label, wo wir später dann unter Vertrag kamen, sind Headstrong gewesen. Und Ricky, Achtung. Du bist der... Stimmt, ja, die Applaus. Oi, er wird ja. Aus mit dem Mikrofon. Oder stell den Becher drauf da. Stell den Becher drauf. Ja. Wenn du es schaffst. Gestern haben wir schon... Vorher haben wir schon eine Attacke gehabt. Ja, komm. Willst du etwas sagen? Gut, das ist glaube ich, ein World's First, dass wir in unserem Podcast von einer Wespe angegriffen werden. Ja, Scheiß. Ja gut, Dings. Exorbitant Price Must Diminish ist von der Wespe auf die Bühne attackiert worden. Stimmt. Ah ja. Ja, der ist die Ärmel in ihm gestochen. Ja. Ihr habt ja auf der gleichen Bühne gespielt, ganz kurz nachher. Habt ihr dort... Auch Wespe Nein, uns haben sie nicht angegriffen. Ja. Okay. So, jetzt sind wir noch vollständig. Jetzt kommt Sarah noch dazu. Die haben wir vorher leider Backstage nicht gefunden. Nimm Platz. Gut, vielleicht hat Wespe Gorgrind nicht geil gefunden. Du hast zum Beispiel das Gefühl, hat sich das angelassen und gesagt, absolutely not. Wir gehen jetzt da rein. Hallo Sarah. Hallo Sarah. Hallo zusammen. Willkommen Sarah. Erzähl mal, welches Instrument spielst du, seit wann und warum? Ich spiele elektrische Bassgitarre. Seit wann? Das ist lang her. Seit ich 15 bin ungefähr. Und warum? Weil es passt. Es passt, jawohl. Wir sind gerade bei eurem ominösen Wacken-Gig gewesen. Bist du dort auch schon am Start gewesen? Nein. Okay. Ihr beide schon? Nein, ich auch noch nicht. Du auch noch nicht? Okay. Was war denn dein Favorite-Moment dort? Rund um den Gig, um das Festival herum? Ja, schwierige Frage. Ich glaube, für mich einfach generell mal an so einem grossen Festival spielen und schauen, wie das dort abläuft. Eben mal irgendwie in den Norden rauffahren von Deutschland und auf die Bühne kommen. Es ist einfach pumpenvoll und es ist mega gut angekommen. Also wir haben auch mega Freude gehabt dort zum Spielen schlussendlich und haben nachher im Backstage umeinander hängen, mit anderen Bands ein bisschen reden. Ich glaube einfach so das Ganze drumherum irgendwie auch irgendwie um den Gig herum. Das hat richtig gepasst, genau. Klingt genial. Ja. Jetzt in dem Fall habe ich vorher ein bisschen rausgehört, ihr habt schon einige Line-Up-Changes gehabt. Wie ist, gibt es so einen Schnellabriss, wie Havers in der heutigen Konstellation entstanden ist? Ja, nein, also eigentlich schnell geht das nicht. Das ist eine mega lange Geschichte, aber es ist auch so, dass der Marc mal ausgeholfen hat bei einer anderen Band, die ich gespielt habe, Death of a Cheerleader, als Gitarrist. Und dort haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und nachher ist bei ihm der Drummer ausgestiegen. Da haben wir es aber beim ersten Mal, hat er mich zwar gefragt, haben wir es aber nicht geschafft. Irgendwie. Dann hat einen anderen gehabt, und nach einer Zeit ist der wieder ausgestiegen. Und dann bin ich mit auf die zweite Hälfte Tour irgendwie. Und habe dann nachher fix eingestiegen, gerade im 2018. Ja. Ah, doch auch schon einen Moment. Jetzt ist es schon eine Zeit her, ja. Aha. Ja, 2018 ist 12 Jahre.
Nein. Das ist sicher 25 Jahre her. Sorry, ich habe uns gerade alle einfach unnötig älter gemacht. Es tut mir leid. Wir sind nicht da zum Rechnen, ist alles Ja, das ist gut. okay. Ich glaube, der mit dem Rechnen ist heute Morgen schon aus dem Fenster Hauptsache, wir gefallen. achten es gut. Genau, definitiv. Ich bin schon happy, sind wir einfach auch pünktlich am Abend um 9 Uhr da. Genau. 8 und 12, Unterschied ist nicht So, hast du in die Band gefunden, Dominik? Genau, ja. Und wie ist es dann noch weitergegangen zu der Formation von heute? Ja, wir haben uns eigentlich über Ecken auch schon seit etwa 50 Jahren kennen wir uns. Nein, nicht ganz, wenn wir schon bei den Zahlen sind. Nein, aber sicher 20. Also, als ich in meiner ersten Grunge-Band habe gespielt, so wirklich die erste Rockband, hat es Nowhere gegeben. Die, ich glaube, eine der ersten Bands von Mark. Und wir haben wie voneinander gewusst, durch das super Netzwerk Swiss Underground, was es dann noch hat gegeben. Mega cool. Und ja, ich habe Heathers schon ein paar Mal gesehen und als ich dann auch mitbekommen, dass sie Bass suchen, habe ich mich gemeldet und so ist es gegangen. Dann ist sie auch vorspielen und dann war eigentlich klar gewesen, dass sie bleiben. Genau. Ich habe jetzt gerade eine kurze Frage, weil wir sind ja eigentlich eher aus der Metal-Szene. Wie sieht das bei euch aus? Hat es bei euch genug Bassisten? Weil bei der Metal-Szene ist es wirklich das Bassistensterben. Also du siehst eigentlich so, jede Band ist einfach plötzlich so, siehst wieder mal bei einer Tour, sind es nur noch zu vierten unterwegs. Oder halt einfach einer weniger. Und es ist immer der Bassist oder die Bassistin, der nicht mehr rum ist. Ja. Und es gibt auch, glaube ich, keinen Metal-Bassist, der nicht mindestens in 3 Bands spielt. So, habt ihr das Problem auch? Also ich glaube, das ist Genre unabhängig. Ich glaube, ja, die Bassisten sind überall rar. Es ist einfach so. Also gute Bassisten, ja. Also richtige Bassisten und Bassistinnen. Genau. Und es gibt einfach sehr viele Gitarristen, Ja, die stimmt. halt im Moment Bass spielen. Es gibt auch gute Beispiele, ja. Genau, ja. Aber Drummers ist auch so etwas, wo einfach immer die Band spielt. Ja gut, morgen spielt ja der Unified Move Drummer, der Reto. Wie viele Bands hat der? 18? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich nicht, das ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich das so sage. Okay. Der Ich spielt, glaube, ich vorhin auch in der ersten Reihe gesehen und sehr Freude gehabt. Ja, Das ist, wo man die Hause ist, genau. Ja, genau. das ist etwas, was ich mal gesagt habe. Wenn du der Reto, wenn du eine Local Band bist oder irgendeine Band bist und du hast den Reto vor dir, dann hast du es geschafft. Ja. Yeah. Dann Ja, bist du dabei. ich habe Freude gehabt, als ich gesehen habe. Das ist Schon lange nicht mehr. Yes. So, und wie habt ihr eigentlich euren Auftritt so gefunden da? Es ist ja doch relativ, sagen wir mal, warm gewesen. Ihr habt im Zelt gespielt, jetzt stellt sich die Hitze noch mal ein bisschen gut. Sonnengeschützt zwar, aber... Ja, wir sind uns jetzt einiges gewöhnt hier heute. Wir haben gerade vor 2 Wochen in Deutschland gespielt und vorher auch noch mal 2 Open Airs, die extrem heiß waren. Ja. Und dort haben wir uns wirklich mega einen abgeschwitzt. Also heute ist es echt gegangen. Das ist nicht so Das ist schlimm. eigentlich, ja, das ist eigentlich Es war recht angenehm gewesen, ja. ja. Tiptopia hat einfach so eine Hitze erprobt. Das bin ich noch nicht. Also wir haben dann irgendwie nach der Show haben wir auf die Hauptbühne rübergeschaut und haben gesehen, dass dort die ganze Band in der prallen Sonne steht. Dann war es gerade so besser gewesen. Absolut. Ja, da muss ich schon sagen, da bin ich schon mehr ein Fan von Santeria. Einfach als Zuschauer ist es einfach chilliger, wenn du gerade Schatten hast. Mainstage kann recht haben, wenn gerade die Sonne scheint. Also wenn es so runterbrennt, ist es heftig. Ja, ich glaube, Ja, sonst hat es natürlich mega fest Spass gemacht. Irgendwie. Es ist für uns eigentlich gut gelaufen. Und irgendwie was vom Publikum gekommen ist, war mega nice gewesen. Mega motiviert. Spielt ihr zum ersten Mal am Granichen? Nein. 2011 haben wir schon mal da gespielt. Aber auch also vor 25 Jahren. Bleiben wir morgen noch und heute Abend? Nein, ich habe morgen eine Geburtstagsparty. Darum bin ich morgen nicht am Start und ich muss dort irgendwie schon am Morgen um 9 Uhr auf der Matte stehen. Darum Für Heaven Shall Burn lange es noch knapp, oder? Ja. Ich darf am Morgen um 6 Uhr daheim sein, dann ist okay. Noch ausladen. Der langt es noch für die Hawaii-Bar. Perfekt. Was steht da bei euch in nächster Zeit? Release-mässig, Gigs-mässig? No. Ja, was winnt ihr noch? Im Winter, Genau, wir spielen noch 2 Shows in Deutschland. Dann in Deutschland, ja. Genau, und nachher ein neues Album aufnehmen. Oha. Und vorher kommt aber noch mal ein Single raus. Also auf die Shows im Herbst werden wir noch mal ein Single releasen. Das ist ein B-Side vom letzten Release. Der kommt raus. Und nachher gehen wir im Oktober, Ende Oktober ins Studio mit dem John Agnello. John Agnello der hat Bands aufgenommen wie Dinosaur Jr., Kurt Weill und so weiter. Und da freuen wir uns, dass wir mit ihm 2 Wochen eine Platte aufnehmen können. Und die wollen wir dann im Herbst
rausgeben. Und vorgängig wird es auch noch mal 2 Singles geben, die wir werden releasen mit ein paar Shows. Einiges los. Coole Sache. Singles wahrscheinlich in 2 Wochen aufnehmen. Das heisst, ihr habt die Songs alle schon fertig geschrieben, oder? Nicht ins Studio Songs schreiben, oder ist das... Nein, wir haben ein eigenes Studio quasi, wo wir Vorproduktionen machen können. Genau, ist alles eigentlich schon ausgearbeitet, aber jetzt kommen auch noch Rückmeldungen von John Agnello, die wir weiter jetzt einbauen und dann, aber je nachdem im Studio wird es vielleicht gleich wieder etwas anderes. Ah ja gut, logisch. Da kommt einfach noch zurück. Ich frage mich, wenn immer Songwriting-technisch, wie das so verschiedene Bands machen. Ich finde das auch nicht so interessant, weil es gibt ja den Approach, dass einer einfach alle Songs schreibt und dann der Rest einfach, wir lernen es jetzt, weil wir sind nur die Instrumente spielen und ja, oder du erarbeitest das halt zusammen raus. Also, wie machen die das so? Sind ihr da zusammen noch am Jammen im Proberaum oder ist das alles schon fix fertig, bevor ihr das erste Mal zusammenhockt? Nein, das sind meistens Ideen, die der Marc für sich zusammenstellt mit Gitarre und Gesang. Und dann stellt er es uns vor und wenn unser Gesicht lacht, dann weiss er, es geht weiter. Und wenn es traurig schaut, dann tut es wieder in die Kiste und lässt es noch ein bisschen auf der Seite. Genau. Ich bin es dann 4 Jahre später und dann lachen sie Probier's noch. Ja, das ist doch 4 Jahre später so unverändert wieder führen. So. Genau. Hey, das ist viel besser als das letzte Mal, was du gespielt hast. Es gibt sicher ist so gut. ein Riff, das seit 15 Jahren einfach da hast und versuchst immer einzubauen, wenn du sagst, und ich muss immer wieder wegrühren. Sie wollen es einfach nicht. Aber es ist nicht... verstehen. Aber es ist sicher nicht, es ist nicht das Riff, es sind die anderen. Es sind immer die anderen. Oder der Zeitpunkt. Wo Ja, definitiv. Genau. Nein, und wenn die Sachen kommen damals schon wirklich aber recht huckig und stark und dann arbeiten wir es einfach weiter aus und machen eine Songform, diskutieren das durch, bis alle zufrieden sind schlussendlich. Ja, also eben, sie 2 spielen etwas dazu. Ich muss eigentlich gar nicht etwas dazu sagen, weil es einfach super toll ist, was sie 2 machen. Vor allem, erzähl weiter, sorry, ich kann nicht reinschießen. Das ist gleich, ja. Viel mehr Schlaues habe ich jetzt auch nicht mehr dazu zu sagen. Ja gut, also wir können auch einfach ein bisschen vor uns hinbrabbeln, das ist ja kein Problem. Ja, vor allem das Gleiche sind 3 in der Band. Also wenn ihr irgendwie eine demokratische Abstimmung machen, funktioniert es. Das stimmt, ja. Das stimmt. Von dem her, ja, das kenne ich. Bei uns ist das Problem, wenn wir zu 4 sind, erst 2, die dafür sind und 2, die dagegen sind. Und dann, bis du das ausdiskutiert hast, ey, dann musst du... Das stimmt, ja. Dann musst du aber das... Ja gut, der hätte jetzt nach Lösungen fragen, aber das sind eher die falschen. Aber darum ist es eben auch gut, wenn jemand von draußen noch drauf schaut, oder? Wo wirklich... Ja. Mich hat es jetzt schon gestochen. Schon? Ui. Ja, das schießt... Fiese Kerl. Nein, Ricky, wieso hast du... 5 minutes later. Heathers, wo findet man euch in den Social Media? Was muss man eingeben? Gute Frage. Auf Facebook ist es, glaube ich, Heathers Noise. Auf YouTube ist es Heathers Noise, ja. Facebook, glaube ich, auch, Ich glaube, die 2, oder? Facebook und YouTube ist Heathers... Nein, auf YouTube ist es Heathers Tube. Da gebe ich immer den falschen Link an, wie ich suche. Nein, ich kopiere nochmal. Auf Instagram ist es Heathers Official und da haben wir noch einen TikTok-Account. Aber dort will ich gar nicht drauf gehen. Was machen ihr auf TikTok drauf? Machen ihr effektiv so TikTok-Dances oder ladet ihr euch auf das Zeug auf? Den gleichen Content irgendwie dort an. 5 minutes later. Ja, du, sonst können wir euch auch eigentlich mal unser Freundschaftsbuch ausfüllen lassen und dann springen lassen, weil wir haben es, glaube ich, relativ gut mal euch ganze Repertoire abdeckt, eure Inputs reingeholt. Hey, ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht, mit euch ein bisschen quatschen. Cool, an der Zeit genommen. What a move. So, jetzt müssen wir noch mal 2 Stunden anhocken, es tut mir leid. Nein, ich gebe auf. Also geben wir auch noch mehr Becher. Wir jagen alle Wespis bis zum nächsten Gast, oder? Heathers, danke vielmals für den Besuch. Danke euch. Ja, es war lässig. Cheers. Ja, guten Tag miteinander. Es ist etwa 2,5 Sekunden vergangen, seit wir das letzte Mal geredet haben. Und wir sind jetzt da mit der ganzen Rasselbande von Insanity 61. Es sind nicht ganz 61, sondern nur 5. Wenn ihr euch mal der Reihe nach vorstellen. Jetzt, oder nicht der Reihe nach. Einfach mal kurz sagen, wer ihr seid in der Band und was ihr macht. Ja, ich bin der Tobi, ich bin Sänger und Tänzer. Ich bin der Perry und Bassist.
Ich bin der Ref und spiele Schlagzeug. Ich bin Janu und spiele Gitarre. Und ich bin der Birdman, ich bin auch Gitarrist. Tipptopp, und ich bin der Einzige von Metal Serval mit einem Mikrofon in der Hand, habe ich gerade gemerkt. Absolut. Der Brian hat auch eins. Tipptopp. Ja, Brian, was du sonst gehört? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich der Einzige an dem Tisch, der euch noch nie gesehen hat, auftreten. Ich werde das heute nachholen, selbstverständlich. Meines Wissens machen ihr Hardcore. Also genau. Ist so, ja. Und ihr seid die mit dem Hardcore United Festival. Ja. Was ist das Festival? Weil ich bin auch noch nie dort gewesen. Erzähl mal. Schande über dich. Du musst nicht immer die Wahrheit sagen. Was macht der da? Ja, also das Hardcore United Fest ist ein Festival, das wir irgendwann mal angefangen haben in Luzern im Sedu. Und das hat sich von Anfang an irgendwie als gut herausgestellt und es hat gut geklappt. Also, wir haben meistens irgendwie Bands geholt, die wir auf Tour getroffen haben. Und irgendwie unser Anspruch ist auch häufig so ein bisschen Bands zu holen, die man jetzt vielleicht noch nicht kennt. Und haben wir das immer wieder gemacht. Und irgendwann haben wir eine Plattentaufe gehabt. Und dann haben wir die Plattentaufe in der Schür gemacht. Und die war dann dummerweise ausverkauft gewesen. Und dann haben wir gefunden, ja komm, aber jetzt machen wir das Hardcore United Fest immer in der Schür. Und darum ist es jetzt das, was es jetzt ist. Voll geil. Ja. Weil die Schür ist ja keine kleine Location, aber ihr könnt die einmal gut füllen, oder? Ja, also es war für uns wirklich auch extrem überraschend gewesen. Und als wir es nachher das Jahr darauf wieder gemacht haben, es ist wieder so gelaufen, haben wir gefunden, ja, crazy. Und jetzt haben wir einfach bis jetzt nicht aufgehört damit. Das war meine erste Erfahrung mit dem Hardcore United Festival, war, dass ich einem Kollegen gesagt habe, ja, ich gehe glaube ich heute Abend ans Hardcore United Festival. Dann habe ich ein Ticket kaufen und dann denkst du dir, okay, ich gehe nicht ans Hardcore United Festival. Weil es eben ausverkauft war. Aber ja, genau, wir haben jetzt eigentlich schon wieder unsere ersten 7 Fragen übersprungen. Also Leute, die euch jetzt nicht kennen und noch nie von unserem Podcast zugelassen haben, wo wir über euch geredet haben. Wenn ihr mal schnell eine Band vorstellen, also was ihr so macht, für was ihr steht und wie das so aussieht, wenn man bei euch an ein Konzert geht. Wenn ihr nicht wollt, ist auch okay, dann müsst ihr einfach etwas anderes erzählen. Mal, das wollen wir unbedingt natürlich. Ja, wir machen Hardcore, das haben wir schon gesagt, ziemlich ja, so ein bisschen Oldschool inspiriert, aber schon auch mit Metal-Einflüssen deutlich spürbar, würde ich sagen. Kommt sicher auch vom Songwriting. Und wir haben früher auch ganz viel ja, eher Metal-Musik gemacht und sind dann so ein bisschen zum Hardcore rübergerutscht. Aber es ist auch wieder schon sehr lange her. Uns gibt es schon sehr lange. Wir haben eigentlich angefangen als Teenager, schon fast in dieser Zusammenstellung. Vor über 20 Jahren haben wir schon unseren ersten Auftritt unter dem damaligen Namen Insanity gehabt. Ja, und in dieser Combo, wie wir jetzt sind wir jetzt auch schon seit 18 Jahren zusammen unterwegs. Also, das heisst natürlich auch, dass wir nicht die Jüngsten sind. Das wissen wir auch. Aber wir probieren das auf der Bühne natürlich immer noch zu sein. Ja, unsere Musik soll die Leute bewegen. Einerseits körperlich, aber schon auch geistig. Ja, da machst du ein gutes Vorbild auf die Bühne, muss ich sagen. Ja, ich finde immer, wenn sich dort oben niemand bewegt, wieso soll sich das Publikum bewegen? Aber ja, da gibt es vielleicht verschiedene Meinungen dazu. Und wir wollen die Leute nicht nur körperlich bewegen, sondern natürlich auch mit unserer Message irgendwie etwas überbringen in dieser Welt. Das ist sicher ja, antifaschistisch, das ist ja, antipatriarchal und ja, die Botschaften wollen wir natürlich auch in die Welt raustragen. Unser letztes vollständige Album Manifest, das ist ja auch irgendwie ein Titel. Manifest natürlich mit Money, Englisch geschrieben. Ja, ich glaube, das sagt auch schon einiges aus. Ja. Das ist gut. Also ihr habt es auch geschafft, am letzten Hardcore United Fest die Leute emotional zu bewegen, ganz sicher, bevor wir überhaupt gespielt haben. Weil der Ricky und ich haben das gesehen, der Brian leider nicht. Das Intro mit dem Keyboard. Machen wir das heute auch wieder? Nein, Jenny hat leider keine Zeit. Die bot viel Gage, das können wir nicht noch Fair enough. Weil das ist wirklich geil gewesen. Ich bin so da gestanden und habe das Gefühl, cooles Keyboard, was spielst du? Weißt du, das Lied kenne ich. Weißt du, das ist doch ein Insanity-Song. Und dann ist das nächste gekommen, das war auch ein Insanity-Song. Das war wirklich eine gute Idee. Also das wollte ich euch mal noch persönlich sagen. Das hat mir sehr gefallen. Merci vielmals.
Ja, uns hat es schon auch verdammt geflasht. Ehrlich gesagt, als ich das erste Mal so gehört habe von ihr, ist es so, wow, unsere Songs, jemand spielt die so auf dem Piano. Das ist schon... Ja, das hat irgendwie bei mir schon auch ein bisschen Gänsehaut ausgelöst. Das Lustige war dort, wo ich das mit dem Klavier hatte. Ich war mit der Kamera am Filmen, aber ich war auf der Bühne und es war ja bedeckt. Und ich habe gedacht, ja, es geht ein Intro, oder? Und nachher habe ich gedacht, fuck, das geht länger. Ich will so eine Fülle gehen, das Film und nachher wieder zurückkommen. Dann bin ich einfach so, es ist schon ein Weile gegangen, so 5-6 Minuten oder länger. Und ich so, Goddamn, das habe ich falsch geplant. Nein, aber also, ich finde, ihr macht es super gut. Der Bella hat zum Beispiel den Nico jetzt kurz ein paar Tage mal ein paar Insanity-Songs gezeigt, Insanity 61-Songs gezeigt, Entschuldigung, zum Vorbereiten für heute Abend, weil ich glaube, Nico hat... aber er hat Insanity 61 noch nicht geschaut, oder? Noch nicht gesehen? Schon. Und da sind wir... welche Songs bist du am zeigen? Also der Nico, unser Kameramann, hat Insanity 61 schon live gesehen, aber halt nicht Songs im Kopf gehabt. Und dann habe ich ihm halt die Classics, die guten gezeigt. Dann wollte ich Save Me laufen lassen. Dann hat dem Ricky sein Auto das Gefühl gehabt, der Song existiert nicht. Ich weiss nicht, wie ihr zu dem steht. Ich habe ihn einen Tag später wieder gefunden. Von dem her, ja, dann haben wir dem Nico noch eine kleine Choreo beigebracht, die er euch nachher zeigen kann im Pit. Und freut uns. Wie machen wir bei Insanity? Okay, ist gut. Kannst du uns denn noch sagen, wo du ungefähr stehst? Wir stellen ihn mit rein. Okay, super, super. Er schläft garantiert auch noch nicht um 1:30. Sehr gut. Naja, wo sind wir gewesen? Du hast etwas gefragt. Ja, genau, aber wir sind mal Hardcore United Fest dabei gewesen. Crazy, also ich habe die Location noch nie so voll gesehen wie an dem Abend. Wirklich ein gutes Line-Up gewesen und voll abgerissen an dem Tag. Aber was ist bis jetzt mal das grösste oder das bedeutendste Konzert, das ihr bis jetzt gespielt habt, würde ich sagen? Ich würde mal sagen, alle Hardcore United Fest, die wir eben auch selber organisieren, wo wir auf Herzblut reinrühren. Und wenn wir dann einfach sehen, dass so an einem Abend die Leute alle Freude haben, dass alles funktioniert, die sind sicher oben dabei. Aber es gibt auch so einzelne Highlights und manchmal sind das auch nicht die grössten Sachen. Ein paar Mal, wo wir eben auch schon im Ausland waren und die Erinnerungen, die man halt einfach mit dem in Verbindung setzt. Und einfach, ja. Oder vielleicht ein Beispiel, auch etwas ganz Grosses, wo wir erst in München vor Hatebreed spielen konnten. Und das ist auch schon recht lang her. Und dort sind wir, glaube ich, alle zusammen noch ein bisschen überfordert in dieser Situation. Und wenn man jetzt so ein bisschen zurückdenkt, das ist sicher auch so ein bisschen das Highlight, wenn man jetzt spontan neu singen kann. Also mir kommt halt immer Kuba in den Sinn. Kuba war wirklich insane. Das war auch unsere erste wirklich Tour im Ausland. Und seither haben wir gemerkt, okay, das ist verdammt geil, das wollen wir wieder machen. Aber also, irgendwie an Kuba kommt nicht mehr hin. Das ist schon wirklich unübertroffen. Sind wir dort mit dem David gewesen? Ja, genau. Das ist geil. Ja, ich kann mit Save Last Breath mit dürfen, wo sie auf Kuba-Tour gegangen sind. Ja, bin ich ein bisschen filmen und Gepäck umrühren. Ja. Das war crazy gewesen. Ja. Habt ihr im Dings gespielt? In diesem Club? In Havanna. In Havanna? In Havanna. Ja, der haben sogar umgebaut, wo sie Save Last Breath gespielt haben. Das heißt, sie haben dann nicht in einem Club gespielt, sondern irgendwo auf einem Schulhausdach oben oder auf einem Kirchendach oben, wo dann nicht hast dürfen moschen und so. Ja. Wir haben 2 Tage nacheinander sogar in dem Club gespielt. Also hat die Leute nicht gestört, die haben sich trotzdem voll auf die Fresse gegeben. Nein, das ist abartig. Ja, der Club ist gross. Es war 2-mal voll. Es war grandios dort drin. Hans hat ja auch keine Rolle gespielt, um welche Zeit man spielt. Also es ist ja manchmal irgendwie so. 4 Uhr am Morgen gewesen. Ja, das war das Beste. Also, wir spielen heute am 12 Uhr. Okay, Jungs, euer Slot ist hintergepusht worden auf die Morgen um 2. Okay, easy, kein Problem, können wir machen. Vielleicht passiert es heute ja auch noch, gell? Ja, unter Umständen. So, Jungs, wir spielen jetzt am Morgen um 6 Uhr. In der Hawaii-Bar. So, müssen wir jetzt noch. Wie kommt es, dass so viele Schweizer Bands dauern in Kuba? Also eben, ihr habt das schon gemacht, Save Last Breath, Valetudo, wenn ich mich recht besinne, auch, oder? Wie kommt das zustande? Ja, schon durch den David eigentlich. Und ich glaube einfach, dass wenn dort mal eine Schweizer Band dabei war und dann erzählt man eben solches Zeug, dass das so toll war, dann spricht sich das natürlich um und wenn andere vielleicht auch dort hingehen. Bei uns war es aber eigentlich so, dass der Janu und ich in Kuba in der Ferien waren.
Und irgendwo in einer Straße haben wir so harte Musik von einem Handy gehört, haben wir mit denen verschnorren und dann haben die uns den Kontakt vermittelt zu dem David und der hat uns dann im nächsten Jahr dorthin geholt. Also das Genial, ja. Wahnsinn gewesen. Also sind ihr die Schuld dran? Nein, das war vor uns schon jemand. Ich glaube, der Ian ist vorher schon da mit Überjung. Ja. Fair. Ich glaube, das ist vorher, aber wir haben den Kontakt nicht von ihm bekommen. Das ist eben das Lustige. Es ist wirklich der Zufall, dass sie zu Kuba waren. Aber ich glaube auch, der David ist der Einzige, das ist der einzige Dude, der das macht, ja. Aber er macht es gemacht hat. Ja. Nein. Ja, das ist, glaub, nein, ich glaube, bei Covid hat er das Gefühl gehabt. Das ist ja vom seine Instagram-Posts sind ein bisschen lustig momentan, aber das ist ja vom kubanischen Rockministerium organisiert gewesen, oder unterstützt worden und das haben sie eben gestrichen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ja, so. Okay. Der schöne Tourbus. Aber das kubanische Rockministerium ist auch crazy. Die hintersten 2 Reihen haben uns gehört. Ja. Schon durch. Ja, aber das ist eh crazy gewesen. Habt ihr, ich bin dort gewesen und wir haben für keinen von diesen hohen Transporten irgendwie mal etwas gezahlt. Ich weiss nicht, wie das gelaufen ist. Ich sage, müssen wir jetzt den Bus mal zahlen, der uns einmal quer durch die ganze Insel gefahren hat? Also, nein, ist alles gut. Hey, aber ich glaube, das ist wirklich aus dem Staat gezahlt gewesen. Das ist halt, das sind die schönen Seiten am Sozialismus. Und das mit dem Musikervisa, das ist auch seid ihr durch Grenzkontrolle? Ja, aber es war eigentlich alles okay gewesen. Außer der einen Koffer haben sie gesehen vom Döme. Und dann hat er jetzt so sein Pedalboard gehabt. Und dann ist es natürlich lustig, der Sänger von Save Last Breath war dort zumal Thierry und der hat Spanisch können. Und dann hat der Security-Leute gesagt, er kann Spanisch. Der Döme kann kein Spanisch. Die Security-Leute können kein Englisch. Dann hat er gesagt, kann ich übersetzen? Und dann der andere so, nein, das geht nicht, weil du kannst ja irgendetwas erzählen, oder? Und, so, okay, fuck it. Und dann ist der Döme anscheinend dick gestanden und sie haben einfach auf alles auf dem Pedalboard gezeigt oder in dem Koffer rein und dann hat er so, ja, das ist T-Shirt, Kleider. Und sie so, okay, das ist Gitarre, Pedal. Und sie so, was? Also Musik. Musica? Si, Musica. Und dann ist er anscheinend wirklich so durch, dass sie auf alles gezeigt haben und einfach er so, Musica, si, Musica, si, Musica. Das ist alles gut. Ja, nach Protokoll. Das Lustige ist, Pedal ist das Wort, das auf Deutsch, Englisch und Spanisch gleich ist. Das ist so, aber jemand, der nichts mit Musikinstrumenten zu tun hat, hat keine Ahnung, was ein Pedal ist. Pedal ist doch die Sportart mit den Schlägern, oder? Ja. Hey, aber wieso habt ihr euch eigentlich den Namen umändern? Ihr habt es ja schon grossartigerweise, nachdem ich es im Podcast einfach mal so in die Luft rausgeschraubt habe, wieso 61 könnt ihr das ja beantworten mit dem Entlebuch, der Postleitzahl? Ja, also es ist im Fall einfach, weil wir uns nicht gefunden haben. Wir haben gemerkt, ich glaube, zuerst mal ist uns aufgefallen, echt Japan. Oder so. Tschechien oder irgendwo, wo wir halt ein bisschen weiter weg sind von der Schweiz. Weil in der Schweiz, wenn man Insanity eingegeben hat, so bei Google, sind wir zu oberst gekommen. Und in Deutschland auch noch. Irgendwann haben wir realisiert, so Tschechien plötzlich nicht mehr so. Und ich weiss noch, wir waren mal in Japan. Und ich wollte dort jemandem nach der Show hey, ja, wir haben Insanity. Und er hat es bei Spotify eingegeben und er hat uns nicht gefunden. Und dann haben wir so gemerkt, fuck, das ist... Es gibt nur 100 Insanities. Ja, das ist nur in unserer Umgebung, wo wir uns finden. Und dann haben wir gefunden, ja, es gibt halt wahrscheinlich etwa noch 50 andere Bands auf der Welt, die Insanity heißen. Ja, und auf Spotify gibt es immer so ähnliche Künstler. Yeah. Und das sind einfach nur so Death-Metal-Bands drin. Ja, also es ist plötzlich mal irgendwie so eine Hardstyle-Techno-Track ist auf unserem Profil gelandet. So. Und dann haben wir gefunden, ja, ich glaube, wir müssen da ein bisschen einfach klarer machen, dass das unsere Band ist. Das ist auch etwas, was du vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht hast, dass das mal ein Problem gibt. Oder? Und jetzt haben wir aber ein Problem mit dem Namenswechsel, und zwar die Schreibweise. Weil die Zahl kommt eigentlich direkt als Wort Insanity dran. Und das wird aber immer auseinandergeschrieben. Fuck, ich habe es auch falsch geschrieben in dem Fall. Ja, wir sind euch kein Leerschlag. Ja. Das ist gut, ich darf es gerade korrigieren, wenn ich das Mikrofon... Aber die haben auch gesagt, euer Sound basiert sich so auf Oldschool, Hardcore. In dem Fall, ich vermute, mit Madball und Agnostic Front am Grenchen sind ihr gerade fühlt euch wohl. Was sind ihr sonst noch für andere Einflüsse oder Bands, die ihr gerne hört, die euch inspirieren? Also unser Hauptsongwriter, der Michael, hat sehr viel In Flames gehört früher und das spürt man, habe ich zumindest das Gefühl, in unseren Songs nach wie vor. Ja, also In Flames ist klar meine... Also wahrscheinlich seit ich 14 bin, ist das meine Lieblingsband bis heute. Aber wenn ich jetzt würde sagen, was hat unser Sound reinbekommen, was vielleicht andere Hardcore-Bands nicht haben, sind eher so Hooks, die eher so aus der Punk-Schiene kommen.
Also wir haben irgendwann mal, aber ich glaube, das ist mehr so ein bisschen Learning by Doing gewesen, gemerkt so, hey, die Songs, die wirklich irgendwie einen Refrain haben, wo man sich daran erinnert, die irgendwie eine Melodie haben, die sind einfach geil und das hat sich dann je länger, je mehr und das kommt eher aus der Punk-Richtung, habe ich das Gefühl. Würde ich jetzt sagen. Die Sing-Alongs, die hast du auch ein paar Mal erwähnt. Jedes Mal, wenn wir Insanity live gesehen haben, habe ich dem Ricky nachher geschrieben, Brudi, wir brauchen Sing-Alongs. Er hat sich bis jetzt geweigert, aber es kommt schon noch. Das würde bei euch auch passen. Ja, fix. Easy. Das ist wirklich das. Ich kann mich erinnern, wie wir das zuerst mal gemacht haben. Ich dachte, wow, das ist super geil. Und seitdem haben wir es einfach immer wie mehr machen. Es macht halt auch Spass. Irgendwie. Habt ihr schon mal am Grenichen gespielt? 2 Mal, glaube ich. Ja. Also das heisst, ihr wisst schon, wie es ist. Ich glaube, auch euer Insta-Foto ist mit dem Grenichen Auftritt, oder? Ja. Also, wir haben einen legendären Stage-Dive in der Sounderia vor wahrscheinlich 10 Jahren. Ich glaube, wenn du Grenichen googelst, der Open Air, der ehrwürdige Fuchs Elias vom Modern Luzern ist dort am Boxenturm gestagedived und das Foto ist bis jetzt das geilste Foto, das jemals bei uns entstanden ist. Ich muss aber vielleicht auch sagen, wieso das bei Google kommt, hat noch einen anderen Zusammenhang. Weil das Foto kommt als erstes bei Google wegen dieser Geschichte, die nachher noch mit dieser Gage passiert ist. Stimmt. Das ist ja auch noch passiert. Das Foto nachher. Wenn die Geschichte noch mal ganz kurz erklären. Für die Leute, die sie noch nicht kennen. Ja, wir waren da, als wir das erste Mal da gespielt haben. Und nach dem Konzert haben wir die Gage im Hosensack gehabt. Und sind da ein bisschen durchs Gelände gestrielt. Und irgendwann war die Gage weg gewesen. Und ich weiß auch nicht wie genau, aber irgendwie ist es plötzlich auf 20 Minuten gelandet und dann hat uns irgendwie ein lokaler Radiosender angerufen und die Luzerner Zeitung und ist das ein riesen Ding geworden. So, jetzt interessiert euch für Hardcore. Ich glaube, es ist wir haben einen Post gemacht. Wir haben unsere Gage verloren, haben wir gepostet. Es ist ein weißes Kuvert, wenn es jemand gefunden hat, geht es ab. Ja. Und das hat irgendein Medium mitbekommen, hat das natürlich auch lustig gefunden, weil die wahrscheinlich gedacht haben, es geht um Tausende von Franken. Was natürlich nicht so gesehen. Wenn ihr wüsstet, wie viel Geld da drin ist. Und was noch zu erwähnen ist, irgendein cooler Typ oder Frau hat das nachher auch abgegeben. Genau, das wäre meine Frage. Die Gage ist ausgelandet. Wahrscheinlich ein tiefer dreistelliger Betrag gewesen, aber gleich geil, oder? Aber geil, jemand hat es gefunden und abgegeben. Richtig nice. Also, ganz viel Karma irgendwo ein guter Land ist, zum eine Gage verlieren und wieder finden, dann Schweiz. Da liegt so einer das Ding auf so, nein, für das bücke ich mich jetzt nicht, das gebe ich ab. Hey, ja, ich weiss, ich würde jetzt mega gerne mit euch noch lang weiterschnurren, aber das Problem in Anführungs- und Schlusszeichen ist, dass wir gleich wieder etwas anderes dahin geplant haben. Aber ich würde jetzt das einfach gerade als offene Einladung aussprechen, dass ihr mal zu uns in einen regulären Podcast kommt. Oder wir zu euch im Bandraum kommen, um einen regulären Podcast aufnehmen. Und dann können wir dann noch wesentlich länger darüber reden. Aber als Abschied, was habt ihr als nächstes geplant? Kommt etwas gerade in nächster Zeit? Und wir können uns Bevor ihr das sagt, habe ich noch etwas. Ich habe jetzt nicht besonders viel gesagt, weil ich nicht besonders viel über euch weiss. Wird sich ändern. Aber ihr habt vorher erklärt, dass ihr Insanity 61, dass ihr das habt wegen der Postleitzahl, finde ich easy geil. Und da ist mir in den Sinn gekommen, eine Band, die ihr vielleicht mal als Vorband mitnehmen könntet, die hat sich erst dieses Jahr gegründet. Und jetzt hebt euch fest, sie heissen Concrete 84, weil sie aus Winti kommen. Wirklich? Ja. Beatdown-Band vom Feinsten. Also, wenn ihr mal eine Band Sie schon auf Insta? Ja. Wo etwas Ähnliches gemacht hat wie vom Bandnamen Concrete 84. Check it out. Ich habe letztens herausgefunden, was das 8K Hardcore heisst. Ja, 8000 PLZ von Zürich. Ja. 8K Violence. Ja, was ist geplant? Die Frage, wir wollen neue Songs aufnehmen. Das ist so ein bisschen der kurzfristige Plan. Ja. Weil unser letzter Song, Death to Fascism, ist jetzt schon ein Jahr alt und ja, da ist wieder mal nah, dass wir ein bisschen nachlegen. Mhm. Alright. Genau, und ich habe noch etwas. Wir bereiten uns polysportiv darauf vor, auf den Vorschlag, den ihr einmal im Podcast gemacht habt und ich gehört habe, dass so ein bisschen Sport-Challenges unter Bands habt ihr mal vorgeschlagen. Und ihr habt uns dann, glaube ich, weit vorgesehen. Und ich kann da nur sagen, ja, werden wir sein. Wir sind brutal talentiert. Ich könnte eigentlich mit allen Sportarten kommen.
Und da wären wir also voll dabei. Das Grümpli-Turnier. Bogenschießen, Schach, Geil, Unterwasser, das ist gut. Schnellstossen. Ja, das ist doch gut. Hey, in dem Fall, danke euch 1000. Wir schicken euch euch nachher noch zu unserem Freundebuch und dann sehen wir Sehr uns gern. nachher auf der Stage, weil ihr seid die erste Band, die wir interviewt haben, die noch nicht gespielt hat. Fantastisch. Herzlichen Dank. Wir freuen uns. Merci. Ciao. Es läuft in der Haus. Ja, Brudis, we wear the sunglasses at night. Ja. Also 3 von uns. Mit der Sonne. Ja, ich bin tot. Ich bin einfach tot. Es ist 12 Uhr Abend, fast. 4 vor 12 Uhr. Wir haben gerade Heaven Shall Burn gesehen. Das war cool. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Wetter. Obwohl, es hat ja angefangen. Nein, ich bin brutal enttäuscht vom Wetter, weil es hat mir einmal ins Auge getröpfelt, ein Tropfen, und dann hat es nichts mehr gemacht. Das ist der Jizz of Jesus. Ich habe mir dann nur so gedacht, kann der Regen bitte einfach mal aufhören, ätschen und kommen. Und dann hat Heaven Shall Burn aufgehört und in dem Moment, wo Heaven Shall Burn aufhört, fängt es am Himmel so an zu blitzen. Ja. Und es ist Das einfach hat so schon vorne geblitzt. eine halbe Stunde Ja. Spaß gewesen. Übrigens, wir haben Krasimir da. Hallo Krasimir. Alle zusammen. Wir haben morgen mit dir zu tun am Abend. Also ihr habt wahrscheinlich auch vorher mit mir zu tun. Ja, das wird cool. Freue mich. Ist das eine Drohung? Ist das eine Drohung? Das könnt ihr selber herausfinden. Das ist der Fall eine Drohung. Nico, wie war es bei dir? Das Highlight, das möchtest du wissen. Also wir machen jetzt einfach schnell ein Wrap-up vom Tag. Bist du dabei gewesen, Kollege? Ja. Heute Morgen hat er noch so gute Fragen beantwortet, so richtig so Media-Trained, und jetzt ist er einfach nur noch am Front. Es ist 12 Uhr in der Nacht. Ja. Schon Wir haben lange alle busy geschufft. gewesen. Aber es war ein super Tag. Schau mal, die sind alle am Arsch, Alter. Alle am Arsch. Ich bin der Einzige, der fit ist und ich habe keinen Tropfen Alkohol gehabt. Alkohol ist böse in Straight Edge. Haben wir eigentlich Lexi gesagt, dass wir da sind? Es ist wir sind Viertelstunde zu früh. Wir sind, also die Lexi Nein, wir sind Viertel vor hat es geheißen. pünktlich, nicht Viertel vor. Fair ja. enough, das ist Also okay. PC ist noch an, deswegen glaube ich, sie Ja, ist ja, schon die Lexi rum. müsste eigentlich schon wissen, dass wir da sind. Sie haben alle Aber Zeit. wir haben ihr gesagt, es ist freiwillig, das Ja, jetzt. ja. Ja, dann kommt sie nicht. Hat sie besser Er hat so. geschrieben. Finde ich gut. Auf jeden Fall, also, Ricky, komm, leiten wir das Ganze. Ja. Brian, das ist eigentlich dein Job. Also, heute ist Freitag. Ist das nicht meine? Lea leitet, Ricky regelt. Ja. Bella brabbelt und Brian haben wir immer noch keine Antwort Brian gefunden. Bree. Yes. Brian brodelt. Brian brennt. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt einen neuen Instagram-Handle für dich haben. Yes. Wie ist er schon wieder gegangen? Anstatt Leo. Weißt du noch, wie er heisst? Irgendetwas mit Leo-Muster war. Ah ja, Leopard. Leopard, genau. Leopard. Stabil, Bruder. Oh. Boah, jetzt mal im Ernst, was habt ihr den ganzen Tag gemacht, dass ihr Also, so mega fiktioniert? Ey, so eine... Habe ich auch gehabt. Ich glaube, das Es meiste war kommt vom heiß Stehen in der gewesen. Hitze. Ja. 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 Und es war ja nicht so, als wäre ich nur mit euch da gewesen. Fair Play, ja. Fürs gleiche Sachen gemacht. Was Ja. denn so genau darfst du das sagen? Hey, das erste Video ist ja schon dünn. Das Reel, das ich mit dem Casting gemacht habe, zum Beispiel, das ist schon Casting? dünn. Ja, Casting. Das Für ist was? unsere Medienmutti. Medienmutti. Mit ihr haben wir mal ein Skype gehabt. Genau. Ah. Genau. Ja, ich meine Yes. so Casting wie ein Reality-TV-Casting. Nein, Kerstin Nein, heisst dann ist sie. ein Ah, Name. Kerstin, so mein Bad. Ich habe Casting Problem. gehört. Sachen, die der Ricky noch nie gehört hat, sind wir alle den Namen Kerstin. Also, was war euch ein Highlight gewesen vom heutigen Tag? Exorbitant prices must diminish. Ja, die Gesichtsausdrücke vom Smith, von Exorbitant Price Must Diminish sind Hammer. insane gewesen. Und wir haben erfahren, es gibt eine Compilation irgendwo. Ich hoffe, sie schicken es uns. Ja, das müssen wir irgendwann sehen. Ja. Und Bella? Also mein Highlight war, dass ich den ganzen Tag mit euch wundervollen Menschen da hinten im Podcast so «Na Scheiße, Heaven Shall Burn war Edgy Badge!» Ich habe genau gewusst, dass das kommt. Nein, also das auch andere nicht. war natürlich auch sehr geil gewesen. Vor allem, mir ist verboten worden, darüber zu reden, aber es ist heute Ja. etwas passiert, wo vielleicht ihr irgendwann in näherer Zukunft werdet erfahren, was passiert ist. Etwas sehr Und das Spezielles. ist fucking sick gewesen. Auf das Und- habe ich so Schiss gehabt. Das ist, Ja, ich glaube, ganz deswegen okay. bin ich auch so hart am Ass. Ja, same. Weil mein Adrenalinschub einfach richtig Ja. nach oben ist, was Ja, durch es ist crazy gewesen. Alle haben das Gefühl, ich werde der sein, der durchdreht. Ich bin der, der am wenigsten durchdreht ist. Ja, aber man hat es im Fall euch auch angemerkt, im Fall, dass da irgendetwas am Laufen ist. Das war auch eine grosse Sache gewesen. Ah, ja. Ja, absolut. Ja, ich aber- bin gespannt. Wir haben einen Lastwagen voll
Elefantendünger genommen Rape und dann by auf dem Elephants. ganzen Grenchen Gelände verteilt. Nein, ey, schaffen wir es so, dass es irgendetwas Gescheites wird oder wird das jetzt einfach wieder 10 Minuten Eigentlich gebrabbel nicht. ohne etwas? Fairplay. Hey, es war ein absolut geiler Tag. Mega. Es war übelst heiß, die Sonne hat extrem Ja. runtergebrettert. Ich muss Torso Fuck abchecken. Aber es war fantastisch. Unbedingt. Es hat Hennen Spass gemacht mit euch. Wir haben gelernt, den Unterschied zwischen Gore-Grind, Slam und Grindcore. Ja, und eine Grindcore-Band interviewt. Das war sehr interessant. Und es ist keine Fäkalien rumgeflogen. Ich bin eigentlich sehr positiv Stell dir mal überzogen. vor. Weil es kein Gore-Grind war, ganz einfach. Wir sind Das ist der Unterschied, sorry. wir sind von Wespen attackiert worden. Ja, Einer hat sogar ja. einen Gast gebissen. Du bist auch gebissen worden? Junge, Wespen stechen, die beißen nicht. Die haben Stachel. Vielleicht hat sie gebissen während dem Stechen. Weißt du, vielleicht ist es eine King-Sache. Du weißt. Stimmt, vielleicht ist Wespe kinky gewesen, wer weiß. Du weißt ja nie. Eines von meinen Highlights war, dass ich die Vape vom Sänger von Fearlab mit einer Powerbank aufladen durfte. Ah, geil. Ja, Michael, was war denn dein Highlight heute? Ich glaube, das Secret-spezielle Dings, das wir da gemacht haben. Poulet Secret. Poulet Secret, das ihr da nachher werdet erfahren. Und ja, ich freue mich auf morgen am Morgen. Mal schauen, ob wir mehr Leute haben am Morgen als letztes Jahr. Das sind wir Wunder. Das Ding ist, die werden alle am Morgen um 8 Uhr in ihrem Zelt grilliert und brutzelt. Die sind sicher alle wach. Und Ja, das sie ist kommen nicht in so, den Schatten zu dass uns. wir sie werden wecken mit unseren Engelsstimmen am Morgen früh, wenn ich über den ganzen Campingplatz rufe: «Hey, guten Morgen!» Und sorry, das ist jetzt der Unterschied von ich glaube, für alle außer Lea ist das jetzt nicht so unvorhersehbar gewesen. Nein. Aber der Unterschied zwischen letztes Jahr und das Jahr ist, das Jahr sind wir auf dem Plakat und wir haben es recht viel Und kommuniziert. auf der Running Order. Und Running Order, also das ist wirklich insane. Also, ja. Vor allem jetzt laufen ganz viele haben jetzt Merch gekauft mit dem Line-Up, wo auch Metal Servola drauf steht. So geil. Ja, das ist wie so selber schuld fürs Grenchen, dass sie das gemacht haben, aber geil für uns. Das Ich ist find's super. absolut Ehre. Mhm. Ihr werdet sich echt in einem Jahr 2 fragen, was ist das für ein Dreck da drauf, da unten? Gell, was ist das das? gewesen? Nico, wieder nur noch. Du, ich fahre dich einfach nicht heim, wenn du so weiter tust, gell? Vernehmen wir uns mal an. Vielleicht fragen sie sich in 2 Jahren, wie sie sich das geschehen. Mein Highlight. HSB wird jetzt schon fett unterstreichen. Ghost Inside, was ich noch gesehen habe, ich kann jetzt das ganze Set schauen wegen dem. Der spezielle Sache, Wegen dem, was da passiert ist. Alle, die den Podcast hören, sagen jetzt einfach, Mann, es ist Ja, eh wirklich. scheiße. Nein. Wahrscheinlich haben alle Leute schon... Nein, wahrscheinlich ist... Lasst mich doch schnell fertig reden, bevor wir wieder ins Wort fallen und wir sagen, dass ich etwas nicht sagen darf, was ich eh nicht gesagt hätte. Wahrscheinlich hören die Leute das Zeug zu einem Zeitpunkt, wo alles schon draussen ist. Weil sie einfach es verhängt haben. So, oh shit, Podcast vom Grenchen hätten wir ja auch noch hören können. In 3 Wochen. Aber normalerweise hörst du in der Reihenfolge. Von Ja, dem aber her, das Problem ist, wenn du auf unserer Instagram-Page rumscrollst, wirst du dann nicht Also das stimmt, zuerst hören. ihr habt insane viele Fan-Momente heute gehabt. Also, Ey, crazy. Also, Das die war Leute- unschön gewesen, Das ja. war ultra herzig, wie die Leute auf euch zugekommen sind. Mhm. Das ist mir gerade ein bisschen das Herz aufgegangen. Das ist das Beste. Mega. Hat mich auch gefreut. Ich Ja, kann es das jetzt ist- nicht mehr genug würdigen, aber es hat mich riesig gefreut. Ja. Brian stecken wir nachher direkt ins Bett. Das ist auch sehr Wir tun unerwartet. die Decke über den Kopf. Nein, nicht Der über den Kopf, sonst Schlafsack. kommt keine Luft über. Er muss nur noch fit sein, bitte. Ja, das bringen wir an. Ich finde, das ist noch Gipfeli und Mate und was alles brauchst. Einfach einen Kaffee. Kaffee. Ein Kaffee lange. Gut. Mhm. Nein, aber es ist wirklich cool, also, wo wir mit dem Brian sind, Bierli holen. Oder? Gerade, als das Bierli verkauft hat, hat er gesagt, Metal Servola. Ich und mein Freund hören sie im Auto die ganze Zeit. Mega herzig. Nachher einfach ein Brudi einfach kommt so in, boah, ihr schriken so, kann ich ein Foto haben und so. Und nachher, wow, der Bill ist schon da. Und nachher der so, wow, Ja, ist der Ich ist so, was, Fun du Fact. kennst meinen Namen? Shout out Fabrice. Der Typ hat eben 3 Stunden vorher schon ein Foto mit mir gemacht und dann gesagt, wir müssen mal alle zusammen ein Foto machen. Ja. Dann hat er euch 2 wahrscheinlich gesehen und dann das Gefühl gehabt, Bella, die arrogante Sau, hängt nicht mit den anderen 2. Aber jetzt kann ich wenigstens ein Foto mit denen machen und dann habe ich alle. Bella nicht arrogant. Dunkelhaft. Danke. Sorry, dunkelhaft. Dunkelhaft? Dunkelhaft. Ich und der Bella sind dunkelhaft. Nicht Genau, aber ich habe arrogant. noch eine gute Story, weil es ist so, ich bin rausgelaufen vom Essen holen und dann hat einer gesagt, das sind doch die Servolas und ihre Kollegin hat offensichtlich keine Ahnung gehabt, um was es geht. Dann schaut sie mich so an, so, du bist doch berühmt. Und ich so berühmt kann ich nicht sein, weil wir sind immer noch im Schweizer, also nein, so berühmt sind wir glaube ich nicht. Und dann
schaut die Kollegin von ihr mich so an, also ich kenne dich nicht. Und ich so, siehst du, die These da bestätigt. Dann hat sie sich mega schlecht gesagt. Nein, ich finde das super, dass du mich kennst eigentlich. Du hast ja gerade mir recht gegeben, in dem, was ich gesagt habe. Ja. Nachher haben sie das alle cool gefunden, dass wir trotzdem das machen, weil das ist ja der nächste Stepping Stone in unserer Karriere. Ja. Yes. Und ich bin auch der eine von Instagram genannt worden, das finde ich auch sehr cool. Stimmt. Aber jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir machen Runde fertig. Yes. Krasimir. Schnauzbrudi. Schnauzbrudi, Junge Mann. Ja. Was ist dein Highlight heute? Also ich bin auch eigentlich beim Grindcore stecken geblieben. Eigentlich so, für mich ist es so einfach so zum Aufwachen vor allem gewesen. Ist richtig geil gewesen. Weil es ist einfach auch lustig gewesen, einfach so links und rechts zu schauen, wie die Leute auch verstört sind um einen herum. Weil sie auch so sind, so, was ist das? Es ist echt geil gewesen. Es hat so gut da. Wirklich. Ja, wirklich. Es ist so geil gewesen, wirklich. Ja, Blastbeats sind schon geil. Ja, vor allem die Frau hat einfach eine Energie auf dieser Insane. Bühne gehabt. Das Insane, war insane gewesen, wirklich. Und also das Krasse habe ich den Bassist gefunden, der hat wirklich ausgesehen, als ob er einfach vorher so ein bisschen... Ja, Shara Smith. Wow, ein bisschen durchgezogen hat und Ja. einfach jetzt richtig drauf ist. Das ist wirklich... Ja. Und von der Energie her ist Madball so Ja. mein absoluter Highlight gewesen. Same, stimmt, ja. Beim Madball bin ich dort gekocht und habe so das Gefühl, geil, Brudi, wer ist der alte Mann dort auf der Bühne? Weil es ist einfach noch so ein älterer Herr mit so einem Fischerkäppchen auf der Bühne. Wie der Ricky immer rumläuft, ist noch einer auf der Bühne gestanden. Und das Krasse ist, der Freddy hat angefangen mit so 12 oder so. Ich rede nicht vom Freddy gerade. Ah, nein, Also links... Sie haben ein Featuring gehabt mit einem Dude, der ausgesehen literally wie du. Ich glaube, das ist ihr Merch-Game. Nein, es ist der Sänger von Born From Pain. Er hat nachher gesagt, Born From Pain. Aber die sind viel jünger. Das sind Holländer. Born und From die Pain sind ist im nicht Fall alt. auch nicht so jung, Kollege. Das ist eine legendäre holländische Hardcore-Band, was es schon so lange gibt. Nicht lang. Die gibt es schon sehr lange. Okay. Die gibt es, glaube ich, gleich lang, wie es uns zwei gibt. Krass, hätte ich nicht gedacht. Nein, jedenfalls war es echt geil gewesen. Vor allem, wir haben sie im Januar eben schon gesehen, Madball, und dort war es nicht so geil gewesen. Weil dort haben sie, der Sänger ist krank gewesen und ich merkte eben schon, der Sänger, der treibt die Band einfach auch extrem. Und darum, das ist ziemlich geil gewesen. Ja, und jetzt HSB ist einfach geil. Immortal hinter HSB war so. Das ist schon fast ein bisschen Flex nach all diesen Jahren jetzt. Ja. So wie das ist ein Wacken-Headliner, der ist da. Ja. Da. Bös. Top. Ja. Cool. Lea, willst du uns noch dein Highlight erzählen? Ah, ja, stimmt. King Brian regelt wieder mal. Ich war schon voll im Modus, so ich kann jetzt schlafen. Ich habe heute... Heaven Shall Burn war das einzige Konzert, das ich heute komplett gesehen habe. Deswegen, das ist mein Highlight vom heutigen Tag. Und das ganze Special-Geheimnis-Zeugs. Nein, ich glaube, das ist noch fast ein bisschen mehr. Das ist noch mehr für mich. Ja. Das ist schon sehr Sehr magisch. Ja, es war sehr magisch gewesen, Das und ist ich habe Wort. auf das Ding hergefiebert und habe einfach gehofft, dass von A bis Z alles funktioniert, wie es soll funktionieren. Und es hat funktioniert und yes. Ja. Genau, das ist mein Highlight. Genial. Und wir haben neue Shirts. Und wir haben neue Shirts. Stimmt, ja, voll. Ich habe ein neues Shirt. Yes. Ich bin jetzt auch voll in dieser Bubble drin von welcher Heaven Shall Bubble? Burn. HSB, Bruder. Gratuliere. Die Lea fängt jetzt auch an Schweinli-Sound zu hören, hat sie gesagt. Gratuliere. Wir bleiben gespannt auf was da noch kommt. Ich gebe das gerade einen Songtipp, den du hören musst. Ich habe das vorgestern schon geschickt am Abend. Ich nehme an, du hast es nicht gehört. Das ist sehr oft der Fall, wenn du mir irgendeinen Song schickst, dass ich es Ich nicht schicke schick wirklich nur gute Musik, außer ich schreibe dazu, es ist offensichtlich ein Scheissdreck. Aber Okay. dann ist es meistens auch gut. Weil Kannst dann du mir noch mal ist, schicken, dann dann ist lass der ich's an. Tod. Dann kann ich es auf dem Heimweg hören. Oh, ich liebe das. Okay. Ja, ich der sag Song dir- heißt Of No Avail von Heaven Shall Burn. Falls du Heaven Shall Burn geil findest, los Of No Avail. Ist einer der besten Songs ever von Heaven Shall Burn. No Avail, der Song, wo Google Car nicht findet. Ja. Ja. Unter anderem. Ja. Wir haben noch mit Insanity geschnurrt. Die haben wir noch eingeladen, um mal in unseren Podcast drauf zu kommen. Ja, unbedingt. Weil die haben, mit denen hätten wir noch 3 Stunden weiterlabern können. Ja. Also, Was die Leute ja bereits schon wissen. Ah? Ja. Sorry. Sie wissen es ja. Ja, Ja, aber Schon. der Recap von heute? Ja, das vergessen. Yeah. Das ist voll okay. Ja. Siehst du, der Ricky hat es vergessen. Nach dem heutigen Tag ist alles in Ordnung. Ja, voll.
Aber ja, meine Insanity machen wir sicher. Insanity 61. Also, ich mache dem Ganzen jetzt das Ende. Ich schicke euch alle ins Bett, außer dich. Wieso mich wieder nicht? Weil du mit mir musst heimfahren und ich schaue noch Insanity. Oh, du arme Sieg. Insanity 61 und nachher ab ins Bett. Nico, müssen wir noch zeigen, wie Choreo geht, weil die Leute sehen es ja nicht. Wie machen wir bei Insanity? Das müssen wir noch teasen, hä? Also komm. Machen wir nicht, wie machen wir das? Vor allem die Band erwartet jetzt vermutlich irgendetwas im Mosch oder so. Ja. So nach deinen grossen Worten. Jetzt musst du einen 360 Flip Kick machen. Es ist niemand mehr vor der Bühne da. Wir sind nur noch das zweite jetzt, geht schon. Ja, easy, bring mal an. Alright. Ja, aber es war ein cooler erster Tag, muss ich sagen. Es war magisch. Das ist ein gutes Wort. Und ja, das freue mich auf morgen. Open Granitchen hat wieder geliefert. Granitchen. Yes. Turn right on. Was war schon wieder? Mortal Straße. Mortal Kombat Straße. Das ist Navi. Die Mortal Straße in Granitchen. Turn right to Mortal Straße. Geil. Schon geil. Also, Top. Wir wünschen euch. Adios. Wie der Brian das so schön gesagt hat im ersten Podcast, den wir je gemacht haben. Für euch. Für euch? Du darfst es selber sagen. Ich weiß nicht, was ich meine. Das, was du am Abend gesagt hast, wo wir zwei in dem Container reingehockt sind und so komplett knusselig sind. Das musst du jetzt für die nächsten 50 Jahre machen, gell? Das ist jetzt deine Legacy. Für euch nur 1 Sekunde, für unsere ganze Nacht.